Geht da was? Na dann schauen wir halt einmal, ob da was geht. Habe ich den Mike, der gerade wieder in Elden Ring versumpft ist und vermutlich gerade versucht, Dingenskirchen Malenia umzupimmeln. Was hast du schon anreden, oder was? Schubst die! Fernsehen mit der Tagesschau. So was aber. Ein geschubstes Pummeluff Sachi 1 Popo. Gut, so was habe ich dir. Merci für dein Resub im 32. Monat. Vielen lieben Dank, du geschubstes Pummeluff. Weiterhin willkommen in der Barzigem. Viel Spaß mit dem Mods. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Abend, einen angenehmen Arbeitstag gehabt. Wie auch immer.
Habe ich ihm schon wieder aufgehört? Aubezwack. Da ist mir noch. Da ist noch ein weiter Weg hin, muss ich noch ein bisschen aufleveln. Ja, die ist nicht ohne, ich weiß. I know. Das ist die erste harte Herausforderung als Soul-Spieler. Ne? Wer habe ich dir? Grüß dich gut. Natürlich auch willkommen an dich. Werde ihm schon. Ne? Try and Error. Ein paar hundert Mal, so ungefähr. Ne? Weil es läuft dann ungefähr so ab wie bei mir gegen Radan. So, irgendwann fällt der Groschen. Irgendwann zwickt sie sich. Selbst mit Mimik keine Chance. Ja, weißt du, was das Gemeine an der Malenia ist? Ja, wenn du da die Mimik reinschickst, dann nutzt Malenia das sehr, sehr gern, sich wieder hochzuheilen. Weil deine Mimik ja nicht so schlau ist wie du. Ne? Und meistens halt nicht einfach ausweicht, sondern einfach stur im Schaden drin stehen bleibt. Und Malenia regeneriert sie ja mit jedem Schlag, wo du kassierst oder wo sie austeilt, regeneriert sie ja einen Teil von ihrer Lebensleistung zurück. Falls dir das noch nicht aufgefallen ist, jetzt weißt du das. Also von daher ist Mimik, die hilft auf alle Fälle, definitiv, die macht es einfacher, aber es ist manchmal tricky. Manchmal ist es ein bisschen tricky mit ihr. Aber wie gesagt, ich weiß ganz genau, wie es dir jetzt geht. Malenia war, glaube ich, bei jedem mal so gewesen, wenn du mich fragst. Ne? Andi, habe ich dir. Bei uns, also bei mir auf alle Fälle alles gut. Ich hoffe bei dir auch. Ich schätze mir, dass die anderen auch ähnlich gut geht. Like geht's ihnen gut? Ich hoffe schon. Ne? Ich hoffe schon. Ich hoffe, es ist alles im grünen Bereich bei ich. Ich hoffe, es ist alles im grünen Bereich bei euch. Ne? Aber Rivers of Blood auf 10 gerade gekriegt. Oh, nice. Jetzt bei Blutung ist ja die alle ziemlich anfällig. Das ist natürlich wieder der absolute Trade-off dann. Ne? Also wenn du gescheite Blutungswaffen hast, was ja Rivers of Blood in diesem Sinne ja ist, und du hast ja jetzt die verrottete Schwertinsignie, da geht schon was. Ne? Da geht eben schon was. Scherbe von Alexander, beziehungsweise der schwächere Talisman, den du hast. Verrottete Schwertinsignie eine. Und vielleicht noch irgendwie Godfrey's Siegel oder so. Bumm. Schäber dem dann schon. White Mask aufsetzen. Da meine ich, da druckst du ihm schon ein bisschen was. Der Drecksboss vor die 3 Schwestern, ja, der verfaulte Avatar, der komische, der Wurm, oder? ich hab ja zu Fleiß nichts gesagt. weil wenn er das vorher gesagt hätte, woher weiß, ob du das durchgezogen hättest. Bei mir soweit alles gut, Drecks Frühschicht halt, auch jetzt wack. Bei R 6 positiv, du bist halt zumindest relativ bald wieder daheim. Ne? Bald anfangen und bald daheim sein ist ja bekanntermaßen auch nicht so verkehrt. Aber ja, ich weiß, Frühschicht kann ziemlich schlauchend sein. Das verstehe ich. Mimik ist halt auch so eine Sache, wie der Basi schon gesagt hat Malenia halt zweimal eine Heilung, wenn es trifft. Genau. Wenn es die und Mimik gleichzeitig trifft, dann kann es halt passieren, dass sie deinen Damage negiert. Dem, was du dir vorher zugefügt hast. Aber kassieren du ihn noch gut jetzt? Ja, gut, wie gesagt, Malenia ist halt, ne, wenn die halt ihren Ult macht, ne, ihren Schwertwiebel, ihren Schwerttanz, da tust du dich schon schwer, dass du rauskommst. Also da, wenn du mal drin stehst, ist es in der Regel gelaufen. So, auf die Art. Man kann auch gut dodgen, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr wie, weil ich hab Malenia halt auch erst 50 Mal bekämpft oder so, oder 100 Mal, ich weiß es nicht. Aber gut. Ich schlafe lieber länger und hackel bei der Spätschicht lieber nur 4 Tage. 4 Tage, dafür nur Spätschicht, ja, Name. Das glaube ich Name. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, das darf ich nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich. Ja, dem komme ich nicht aus, der, wenn mich trifft, das aus, ja. Aber das ist in aller Regel, also bei allen. Ne? Also da, wenn's, wie gesagt, wenn's nicht mehr, da wenn's drin hängst, also wirklich drin hängst, dann ist GG. Weil die zirkt das Leben aus wie andere Leute Unterhosen, ne? Moment, bin gleich bei euch. Gut, okay. Na, wie gesagt, aber glaub mir's, der Endorphin wird, deine Endorphine werden so hart reinkicken, wenn du Malenia geklickt hast. Ne? Trust me. Dann denkst du so, yes. Das ist dann selbst, ne? Visitenkarte, Soul-Spieler, Visitenkarte raus, Malenia draufschreiben. So, nimmt da keiner mehr. Hast abgehakt. Ne? Und die musst du ja auch in der Regel nicht mehr machen dann. Außer du hast irgendwann Bock auf einen Second Run. Oder auf New Game Plus, wer weiß. Ne? Kann man so
Kann man ja so vorher nie sehen. Wer weiß, also wenn man mal bedenkt, dass man bei euch beiden, bei dir und beim Dampf generell, wenn man da generell einmal einer gesagt hat, ihr spielt mal Elden Ring akribisch, hätte ich sowieso gesagt, ja, vergiss den Fall. Bei der Spätschicht haben wir nur 4 Tage zum Schuften. Das ist halt schon geil. Also wir haben halt ja das 17-Schicht-Modell, also ich habe halt 2 verschiedene Schichten in der Woche. Da habe ich auch, mache ich nur 3 Tage, mache ich nur 4 Tage, aber so 4-Tage-Woche, wenn ich halt von Haus aus wisse, wenn ich Nacht- oder Spätschicht habe, muss ich nur 4 Tage arbeiten. Bei voller Bezahlung. Brudi. I mean. Erstmal so durchkommen, dann DLC, dann mal schauen. Das ist ein sehr guter Plan zum dem, wo man da verfolgen kann. Ja. Aber also sagen wir mal so, wenn du Malenia bockt hast, dann brauchst du die, sage mal, bis auf den Radan im DLC eigentlich nicht wirklich fürchten. So. Weil das andere ist halt im DLC kassierst du dir erstmal massiv viel Schaden, weil die Mobs alle brutal viel Damage machen. Aber an und für sich, was die Bosskämpfe angeht, musst du nicht scheuen. Dann an und für sich. Also die haben zumindest meiner Meinung nach relativ gut machbar. Außer der Löwe. Der Löwe ist eine blöde Sau. Sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Das ist eine blöde Sau. Das ist der einzige Boss aus dem DLC, den ich nicht alleine gelegt habe. Relana kann da noch so Sachen sein. Relana ist Malenia 2.0. Aber ansonsten geht's. Weil Wochenendschicht am Ball war. Achso, das bezieht sich auf den Andi. Ja gut, auch fein. Gut, Freunde der Sonne, wir haben gestern ein bisschen auf die Nase bekommen, ne? Vom Rivalen, der ein bisschen sehr hart sein RNG ausgenutzt hat. Aber ich will nicht weiter darauf rumreiten, das ist halt, ne? Das sind halt Nuzlockes, das ist halt einmal so. Manchmal verfolgt die halt nicht. Und dann hat eine Strategie meinerseits beim Arenaleiter nicht ganz so gut funktioniert. Also sie hat so semi-gut funktioniert. Das hat uns leider auch 2 Pokémon gekostet. Das sind Gott sei Dank beim Arenaleiter 2 Pokémon gewesen, die wo jetzt nicht so unbedingt qualitativ hochwertig relevant gewesen waren. Die vom Rivalen allerdings, die waren unfassbar weh. Das ist einmal Chelterra, einmal Nachtara und einmal... Weiß ich nicht mehr, müssen wir dann nochmal schauen. Aber das waren 3 qualitativ gute Pokémon, die wir da verloren haben. Nur um einen 5. Orden zu ergattern, sozusagen. Also 5-mal Verlust war nicht so schön, sage ich ganz ehrlich. Aber das Hälfte ist nichts, wir haben ja immer noch im Rennen. Ne, die Nuzlocke geht weiter, wir haben nicht gewiped, das ist gut. Ich habe jetzt außerdem Zugang zu Herzschuppen, die kann ich farmen, die habe ich auch gefarmt. Ne? Offstream, bei einer bestimmten Route. Ich habe jetzt alle Pokémon und ich bin da halt 2 Stunden dran gesessen und habe das alles aufgearbeitet. Alle Pokémon das richtige Wesen versemmelt. Jedes Pokémon, das wo noch kein EV-Training gehabt hat, hat jetzt EV-Training. Wir haben jetzt halt richtig Pokémon auf Competitive-Ebene zur Verfügung. Die komplette Box, alles was wir haben, ist jetzt komplett umstrukturiert. Schaut jetzt so aus, dass fürs Spiel passen hat. Ne, ich darf so natürlich nicht ganz 1:1 im PvP spielen, aber halt für ein Nuzlocke, denke ich, ist es fein, so wie sie sind. Und wir haben da den einen oder anderen guten qualitativen Encounter dazu gekriegt. Wir haben gestern zum Beispiel ein Lapras geschenkt bekommen, das mittlerweile schon sich im Team befindet. Das kommen wir jetzt gleich dazu. Und ansonsten müssen wir jetzt einfach schauen. Ich weiß jetzt ehrlich so gar nicht, wo es weitergeht. Ich glaube, wir werden Richtung Ewi genau müssen. Nicht Richtung Ewi, Elysis, glaube ich, heißt die Stadt. Die Heimatstadt von der Cynthia. Müssen wir mal schauen, wo es da hingeht. Aber das werden wir außerfinden. Okay? Stream heute bis ca. 21 Uhr. Na, as always, circa 3 Stunden. Das sollte eigentlich passen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich glaube, hier kommt mindestens nochmal ein Bosskampf. Wenn nicht sogar 2. Also je nachdem, wie wir vorankommen, müssen wir mal schauen. Ja, es ist noch eine Angabe ohne Gewehr. Wir werden uns jetzt auf alle Fälle, das haben wir gestern vorgenommen, ich werde jetzt deutlich vorsichtiger werden, weil irgendwann sind halt einmal die ganzen qualitativ hochwertigen Encounter weg. Ne? Und wir haben ja schon den einen oder anderen qualitativ hochwertigen Encounter verloren. Deswegen ein bisschen Ruhe, ne? Ein bisschen mehr Bedacht. Mit ein bisschen mehr Bedacht agieren. Ansonsten schaut es relativ bald relativ düster aus, weil es wird ja nicht einfacher. Ne? Ich möchte meine Punkte von gestern zurück jetzt. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wo es spricht. Der Nuzlocke Orange Jesus. Wer weiß das schon?
Wenn es nach mir geht, machen wir keine Bosskämpfe mehr, aber wir kommen halt leider nicht drum rum. Das ist ja das Problem. So an und für sich, ne? Gut. Switchen wir mal. Switchen wir mal zu Switch. Damit es weitergeht. Ah. Gut. Dann schenken wir uns einfach so Punkte, das kann ich nicht. Das wundert mich tatsächlich, dass das bei Twitch nicht geht, dass ich Kanalpunkte hergeben kann. Ne? Das geht von Twitch nicht. Gut, Freunde der Sonne. Für euch. Das ist jetzt aktuelles Team. Mit dem werden wir jetzt erstmal weitergehen. Wir haben ja gestern, Gott sei Dank, im Sumpf ein Pion-Dragi bzw. ein Pion-Skorak gefangen. Das habe ich nochmal umbenannt. Das hat ja Strudolf geheißen. Jetzt haben wir es in Astel umbenannt, weil das ein skorpionartiger Boss in Elden Ring ist. Der Mike müsste sich an ihn erinnern. Der ist noch nicht ganz so lange her bei ihm. Und dann schneidet es ein Raid einer. Genau. Perfekt. Fürs Timing. Sabi. Vielen lieben Dank für dein Raid. Von 30 Zuschauern. Vielen lieben herzlichen Dank. Prof, Habidere, sympathischer Typ, Habidere. Sabi, grüß dich Gott. Und danke für dein Simmer-Stream-Streak. Perfekt, du kommst ein Ausgleich Streak erreicht. Wie geht's euch? Wie war DBD? Wie war DBD? Leute, schaut mal bei der Sabi vorbei. Wer Sabi noch nicht kennt, unfassbar sympathische Streamerin, ebenfalls aus Bayern, in München sesshaft, soweit ich weiß. Sie spricht zwar Hochdeutsch, aber das ist wurscht. Ihr Content reißt es auf alle Fälle wieder derartig stark aus. Also, wer Bock auf Horror, DBD, macht mir ein bisschen Story-Gaming, hat, schaut bitte bei der Sabi vorbei, drückt ganz fest das Herzl, rendiert sich auf alle Fälle. Wer der Sabi nicht folgt, versammelt es. Okay? Und wer von der Sabi gerade rübergekommen ist und meine Wenigkeit noch nicht kennt, ich bin der Bazi, schöne Grüße an euch. Ihr Herz ist, ich spreche Niederbayerisch, ich bin Mundart-Streamer. Und wir machen heute weiter in der Nuzlocke, in der Hardcore-Nuzlocke von Pokémon. Deswegen, lohnt euch zurück, genießt die Show, ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt und natürlich einen schönen Abend und schön, dass ihr da seid. Sabi, ich hoffe, bei dir ist alles fein. Sehr nice. Erst Surf und dann Killerrunden mit Prof. Und ist gut gelaufen? Ja, das ist ja das Mindeste, Sabi, also bitte dich. Diddley Habidere, der MHW-Lehrer. Ja, richtig, genau. Zu meinem Teil jetzt seit kurzem auch mit Monster Hunter World Lehrer von Yassi und wahrscheinlich bald von 2 Arbeitskollegen. Also, das fängt schon wieder an zum Eskalieren. Aber ja. Beides gut gelaufen, das freut mich. Das freut mich, dass du einen tollen Stream hast. Das freut mich. Ich habe leider nicht reinschauen können, ich war heute anderweitig. Ich habe heute in der Firma mit meiner Freundin die Bude sauber gemacht, dann war ich noch Dinge besorgen, hab meinem Papa im Haus noch ein bisschen geholfen, also heute ist ein bisschen drunter und drüber gegangen, so tatsächlich, ne? Thomas, habe die Ehre. Sei, habe die Ehre, grüß dich gut. So, gut, Freunde der Sonne, kurzes... Gleich. Nicht aufhängen. Die Uhr tickt. So, grüß dich sei. Also, kurzes Recap. Das ist jetzt unser aktuelles Team, mit dem wir weiter da werden. Wir haben gestern eine Pion-Dragi gefangen. Das habe ich auf ein Sniper-Crit-Set gebaut. Genau, du hast ja auch einen Willkommen-Sound, ist ja klar. So, das haben wir auf einer Scope-Linse, das was Volltreffer erhöht. Es hat ein frohes Wesen. Wir haben ein nicht volles Attack-Investment, weil wir eben auf Crits aus haben. Ne? Es hat die Fähigkeit Sniper, das wo nochmal die Crits verstärkt. Ne? Also wir haben ein Item, das Crits erhöht und wir haben eine Fähigkeit, das wo Crits verstärkt und wir haben Attacken drauf, die wo eine hohe Crit-Chance haben. Das ist quasi mal so ein bisschen unsere Herangehensweise. Dann haben wir passend zum Raid unser Purple, ne, unser Knackrack dabei, das wo an die Sabi angelehnt wurde. Ne? Ob man das jetzt als Purple sein lassen können, weiß ich jetzt nicht, aber das passt ja schon. Und Wi-Fi habe ich die. Das ist halt voll offensiv, ne? Volle Dröhnung in Speed, volle Dröhnung in Angriff. Knackrack wird einiges zerfetzen können. Dann haben wir unser Lapras dabei. Na, das haben wir gestern geschenkt gekriegt.
Das ist relativ bulky ausgelegt. Ne? Also das glänzt jetzt nicht mit Schnelligkeit, aber es hängt was weg und teilt gut aus. Der Wasserangriff, der lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber da werden wir mit Sicherheit in relativ naher Zeit Surfer kriegen. Von daher meine ich, passt das schon. Dann haben wir unser Yassi dabei. Ne? Das hat jetzt auch das richtige Wesen, finally. Ist auch mehr bulky ausgelegt, weil mit der Fähigkeit macht es ohnehin sehr viel Schaden. Ne? Von daher wird es einem schon recht werden. Dann haben wir Bisaflor dabei. Habe ich damals sehr oft competitive gespielt. Und natürlich unser Relaxo darf auch nicht fehlen. Ne? Das ist eigentlich unverändert. Haben wir vorher auch schon so gespielt gehabt. Yassi mit dem Bonhammer. Ja genau, das ist Yassi mit dem Bonhammer. Ne? Das ist so quasi das Elden Ring Pendant. Kleiner Charakter mit Riesenwaffen. Ne? So kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Was mir gerade einfällt, ich habe gerade einen Fehler entdeckt bei der Yassi. Ne? Das hat die falsche Fähigkeit. Sheer Force bringt uns da nichts, weil sonst funktioniert nämlich Dingens nicht. Fake Out, und das wollen wir ja nicht. Deswegen habe ich auch gefarmt und gekauft. Brauchen wir eine Ability Capsule. Schauen wir nochmal, was kriegen wir da? Moldbreaker, ja, das ist gut. Passt. Und dann, da ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich habe jetzt zwar keinen Plan, wo wir hin müssen. Doch, habe ich schon. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen daher, weil Team Galactic da irgendwas im Schilde führt. Ne? Er da, der Spacko da, der hat uns gestern ziemlich stark hops genommen. Und da ist jetzt irgendwas im Busch, tatsächlich. So. So, wo ist denn das Team? Genau, da schäbert es jetzt, die sprengen quasi jetzt das Moor in Luft. So, man sieht sich, ich schaue wieder weiter, leider nicht beim Game, aber dir, Bazi und allen anderen noch viel Spaß. Thomas, danke dir trotzdem fürs Einschauen und bis zum nächsten Mal. So, da ist er, der Übeltäter. Gut. Wir haben jetzt quasi da das Moor in die Luft gesprengt. Oh, da ist Shaman. Mir wundert es, dass der Igel das überlebt hat. Geht wieder rein. Aha. Gut, er ist jetzt... Aha, ja, du mit deinem scheiß Schild-Terror gestern, gell? Das gefällt dir wieder, dass du jetzt noch mal einen Flex außerbackeln musst. Genau. Der Haumdauer da hat... Böse... was ist mit dir, junge Dame? So, hallo, hinterm Haus. Der Typi da ist verantwortlich für die ganze Misere und den müssen wir jetzt verfolgen. So, der labert jetzt irgendwas von wegen anderer Welt mit seinem Boss und was weiß ich. Gut. Da ist was im Busch, war wer extrem Hacking, ja, aber wahrscheinlich. Das waren die Extrempfadfinder, wenn man so mehr hört. So. Mir wundert es mal, wenn ich halt ein Verbrecher bin, oder wenn ich halt ein Verbrechen begangen habe, war das letzte, wo sie da am Strand chillen. Aber wir lassen es nicht locker, den verfolgen wir so lange, bis er sich ergibt. Ah ja, natürlich. Weil die Leute von der internationalen Polizei haben natürlich auch immer spät dran. Eminghausen, grüß dich, gut, Habitiere. Ja, herzlichen Glückwunsch, du Zipfel Adam. Die Sprengung ist schon vonstatten gegangen. Du bist, das weiß ich nicht, ich habe noch nie so einen schlechten internationalen Polizist gesehen. Keine Ahnung, ich verstehe die Frage nicht. Immer spät dran. Wie geht's da? Du, ich kann nicht lang. Soweit gut, ne? Noch. Schauen wir mal, wie die Naslok heute läuft. Gestern war es auch nicht so zauberhaft. Aber ansonsten passt es ja schon. Ich hoffe, bei dir passt alles. So, du machst sehr gut. Du befragst jetzt Menschen in einem Ort, die wo gar nichts davon mitgekriegt haben. Sehr gut. Es gibt ein Plus. Weißt du das? Locke, ne? Ja, da waren wir gestern. Wie kriegt man denn die Items da eigentlich? Gut, können wir ein bisschen versteckt. Ja, gut. Okay, können wir noch nicht holen, weil wir Kraxler noch nicht haben. So. Django, was ist jetzt mit dir? Ja, recht weit, meine, kommst du aber nicht mehr, gell? Ja, Dennis, jetzt mag er kämpfen. Herzlichen Glückwunsch. Mit einem Pokémon.
Muss ja fast den Stream von gestern auf YouTube schauen, warum bin ich nicht daheim? Ja, hast ein bisschen was versammelt, meine an und für sich. Aber ja, ist jetzt auch nicht. Ja, ist jetzt auch nicht so, dass du unbedingt so richtig krass starke Sachen versammelt jetzt. Weißt du? So. Da gut mit Astel kommt. Warte mal, was hast du für Level 41 eher kommen? Oh, das ist ja wirklich wenig. Gut, du machst Drain Punch. Das ist mal gut zum Wissen. Ne? Das ist mit sauer zum Wissen. Du schmeckst wieder? Sehr gut, genau das wollte ich hören. So, wenn du Drain Punch machst. Ach, was musst du. Also, Knackrack, tank das. Da will man sie ja. Wenn ich bin beleidigt. Ja, perfekt. Jetzt bin ich auf alle Fälle schneller wie du und dann hat's dich. Bist schon verloren. Knackrack wird carryen, so ging es ist. Jetzt bin ich am PC? Sehr gut. Wie war denn bei dir Lies of P gestern eigentlich noch? Ich kenn's mal gerade erst. Du hast ja gestern Lies of P gegrindet. Und ich habe noch gesehen, dass du den Boss besiegt hast. Das habe ich noch mitbekommen. Sehr nice. Aha, da ist Cynthia. So, die gibt uns jetzt, glaube ich... Genau, die weist uns jetzt darauf hin, wir haben ja vor 2 oder 3 Streams oder so eine Horde Entons entdeckt, ne, die wo massives Kopfleiden haben. Und die gibt uns jetzt quasi mehr oder weniger eine Geheimmedizin, damit wir die Entons ja, heilen können. Und die machen dann den Weg frei und dann haben wir quasi Zugang zu einer neuen Route. So, ne? Deswegen wissen wir jetzt auch, wo wir hin müssen. Da gibt es für uns erstmal nichts. Das heißt, unser Weg führt uns daher, ne? Route 210. Und da haben wir uns ja den Encounter aufgehoben, weil es da hinter in diesem Bereich irgendwo Drachen-Pokémon gibt, im Groß. Deswegen haben wir uns den Encounter hier nicht geholt. Ne? Das werden wir dann heute wahrscheinlich irgendwann machen, wenn wir in der nächsten Stunde haben. Zauberhaft, die gründige Passage hinter der Kathedrale habe ich auch noch geschafft. Samt Miniboss drüben ist doch bis 20 Uhr fast gegangen. Ja, schon her, ist doch super. Aber dann machst du ja richtig guten Progress. Sehr schön. Das hört mein Soul-Spieler-Gehör gerne. Das höre ich doch gerne. Sollen wir mal nur schauen, ob ich vielleicht da noch irgendeine Coverage eine tue. Vielleicht irgendwie... Nein, ein Kampfattack oder so, statt Crunch, weil das ist jetzt eh nicht unbedingt mit Volltreffer belastet. Dann wird schon passen. Die Gegner, die haben wir, glaube ich... Oh, der Item? Nein, hat so ausgeschaut. Haben wir, glaube ich, alle relativ gut geskippt. Ah, die nicht. Na, okay. Und ja, es macht süchtig. Ja, sie hat recht. Ja gut, das fragen wir den Dampf für einen Mike. Ja, bei denen zwei ist genauso. Die sind auch süchtig mittlerweile. Da war bis jetzt nicht der Einzige. Oh Mann, die hab's. Süß. Die müssen ja jetzt gnadenlos unter Levels, ja? Uns gegenüber. Ja, denke mal. Das wird easy. Bonera, gut, das gab halt in der Regel sauber Erfahrung. Das jetzt natürlich nicht, weil, ne? Weil wir haben ja endlich mit spekulieren, was ich kochen möchte und mit dem Kochen selber fertig. Sehr gut, was gibt's denn Gutes? Habitäre. Gut, stirbt safe. Ja, wir haben halt jetzt schon 2, 3 Pokémon dabei, die carryen, ne? Also wir schöpfen jetzt schon ein bisschen aus mehreren Dingen. Ja, Piondragi
Knackerak und ja, die 4 tatsächlich sind Pokémon, die wo halt schon potenziell gut carryen werden. Oder hoffentlich gut carryen werden. Jetzt werden wir erst einmal die Horde Saiyajins kurieren. Ne? Das ist einmal das Wichtigste. So, kaufen wir da wieder ein bisschen Mille, damit uns die Heilung ja nicht ausgeht. Original Köttbullar mit Kartoffelbrei. Sehr geil. Sehr geil. Ich wünsche dir jetzt schon mal einen guten. So, Entons. Saiyajins sind wieder. Ja, gut, das ist der Seid, wo sie verlaufen hat. Ne? Der, ne? Das ist der Geschubste. So. Ah, gut, du hast die Geheimmedizin hernummer, die ich da gegeben habe. Sehr gut. Entons sind für eine chronischen Kopfschmerzen bekannt. Aber keiner weiß so wirklich, woher das kommt oder was das triggert. Und ja, kann ich dir um einen großen Gefallen bitten, möchtest du bitte diese alte Ketten da meiner Oma in Celestic Town geben? Ne? Ich weiß, dass da einige seltene Pokémon bis zum Weg da hier gibt, also dass es sich für die ja natürlich auch lohnen. Na, selbstverständlich, gib her den Wumms. Gut. Dann machen wir weiter. Dabats 1 Servus und eure Heimreise war jetzt gar nicht so lustig. Dabats 1 Sachsen. Ja, was ist denn da los? Mr. Billinger, merci dir für deinen Resub im 26. Monat. Ja, und die Heimreise war jetzt nicht so lustig. Was ist denn da Phase? Merci dir für deinen Resub und weiterhin willkommen. Viel Spaß mit dem Mods. Danke dir, schön, dass du da bist. Und habe dir Stoshi aus der Spätschicht. Grüße in die Spätschicht. Ich hoffe, du hast eine angenehme Schicht. So. Gut, Topschutz ist für uns eigentlich absolut irrelevant, aber okay, nehmen wir jetzt einfach mal so mit, wenn er schon gratis umeinander liegt. Warte mal, ja gut, der Schutz ist auf jeden Fall, ja, aber sonst hätten wir schon längst einen Encounter gehabt. Da war jetzt Zintig, tatsächlich. Ah, Hyperdrank, gut, den nehmen wir schon. Auch noch ein Item. Solarstrahl, okay. Aha, das ist ein Karate-Fuzzi. Oh, da ist ein Ninja-Fuzzi. Und da gab's. Mr. Saiyajin grimmen wir auf Route 210 an statischen? Normalerweise ja, oder? Na, haben wir schon geholt. Halt, haben wir schon geholt. Haben wir schon geholt. Unterhalb. Richtig? Den haben wir unterhalb. Gut. So, Yassi mit dem Bahnhammer, die wird regeln. Hoffe ich. Aber wir erstmal Fake out, damit nichts passiert. So, gibt's einmal Bahnschelle mit dem Hammer. So, und weil das noch nicht gelangt, kriegst du eine für. So, tschüss dann. Ja, sag ich schon, Yassi wird uns carryen. Renner der Sonne, glaubt's mir das? Aha, Pandir, okay. I see what it is, man. Von Wacken aber 18 Stunden gefahren, beziehungsweise 10 Stunden gefahren und 8 Stunden. Ach du Scheiße. Aber ich hoffe, Wacken hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war ein Erlebnis. Ich hoffe, es hat dir taugt. Aber 8 Stunden steht, das ist schon kriminell. Stehende Autos oder Deutsche Bahn? Das ist wahrscheinlich beides. Wagen war es wert und die Tickets fürs nächste Jahr sind auch schon gekauft. Sehr geil. Hauptsache du hast, es habt Spaß gehabt. So, Fledermaus drücken wir auch mit dem Bahnhammerblatt, dann kann nichts passieren. Weil der Yassi richtig stark. Ne? Da kannst du heimschreiben mit deinem Stirnbandel. Kannst du dazu noch schon putzen hernehmen. Hauptsache der restliche Aufenthalt war gut, ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. An der Stelle. So. Was ist mit dir? Bist du ein Move-Tutor oder Trainer? Du bist ein Move-Tutor. Okay. Stimmt, die haben Dora. Im Original ist da nämlich neblig ohne Ende. Deswegen brauche ich jetzt die VM auflockern. Das haben sie da scheinbar rausgepatcht. Ja, bin ich jetzt auch nicht beleidigt, sage ich ganz ehrlich.
Aha, da ist wieder so ein Ass-Trainer, ne? Ass-Trainer, Ass-Trainer in dem Fall. Hallo Yassi. So, was hast jetzt du? Ampipom? Hab ich mittlerweile auch? Habe ich mittlerweile auch? Okay, er ist schneller. Siege, aber ich hab keine Pokéball und Bonk-Yassi übernehmen halt wieder Sinn. Ja, ich hoffe. So. Was hast du davor, du Offenschädel? Vor allem weil Yassi, ne? Also das Pokémon Yassi, hat ja jetzt das richtige Wesen. Ne? Was bedeutet, dass sie jetzt auch deutlich mehr Schaden macht, mehr Bonk. So, jetzt haben wir aber gerade ein kleines Problemchen, weil das Ding kann Bodenattacken, die uns gewissermaßen immer sehr stark treffen können. Das heißt, ich merke gerade, wir haben eine massive Bodenschwäche. Das heißt, wir werden das Team vielleicht aber so ein bisschen umstrukturieren müssen. Wir haben zwar Eisstrahl, aber ich bin jetzt mal confident, dass wir vielleicht ein Erdbeben nehmen. Wobei, das ist sehr effektiv. Nehmen wir wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal, was Relaxo dazu sagt. Ja, Relaxo, der denkt, das ist easy. Du, da haben wir gar nicht lange umeinander. Carmen, habe ich dir, grüß dich gut. Ist sogar zweimal im Team. Erst als Yassi und dann als La Marshall. Richtig, Yassi ist jetzt doppelt gemoppelt im Team. So, das ist gut, dass das Ding jetzt paralysiert ist. Jetzt haben wir nämlich schneller. Jetzt ist RNG ausnahmsweise mal auf meiner Seite. So, der haben wir Erholung machen. Das habe ich nämlich meinem Relax jetzt dabei gebracht. Und mal ein bisschen neppen. So, Powernap hat noch kaum geschaut. Ja, wie jetzt? Sie steht auf, während es schläft. Das ist nicht für Kass. Yassi, du hast, da haben wir gestern drauf gehabt, du hast irrwitzigerweise 3 Pokémon, die nach deinem Umfeld benannt sind. Du hast einmal Yassi als dein Hammer, ne? Also deine Person, was das Pokémon verkörpert. Dann haben wir einmal das Lapras, was wir aus Anlehnung an die Blaunasslock nach dir benannt haben. Und wir haben einmal einen Loki ebenfalls noch nach deinem Umfeld benannt, ne? Der wo aber auf der Box liegt. So, nachdem ich jetzt sowieso was, dass du safe Erdbeben machst. Wie viel Leben hast du noch? Knapp ein Drittel. Normal, warte mal, jetzt war ich gerade ein Brainfuck. Wird Bisaflor nicht neutral getroffen, weil es einen Pflanzentyp hat? Sorry, ich stehe jetzt gerade richtig krass auf dem Schlauch. Auf Bisaflor ist Erdbeben neutral normal, oder? Wegen dem Pflanzentypen. Auf Gift ist sehr effektiv, aber auf Gras wird es resistiert, also kommt normal neutral raus. Ja, locker. Easy, da lache ich ja drüber. So,
So, und dann können wir mal easy peasy. Warte mal, was macht denn mehr Schaden? 90, 90, ja. Das wird spannend. Wer lacht da? Stami, ja gut, das kann womöglich Eisstrahl, ja, aber das sollte nicht one-shotten. Psychokinese habe ich tatsächlich jetzt nicht gerechnet. Gut, war nicht Stab, von daher. Haben wir Glück gehabt. Aber ich sage, die Astrenner, die Hand nicht ohne. Jetzt bin ich mal nicht sicher, heilt die sofort? Oder kämpft die erst gegen mich? Da bin ich mir jetzt echt absolut nicht sicher. Deswegen. Vorsicht ist besser als Nachtschicht, weißt du das eh? Dann brauchen wir noch. Was brauchen wir noch? Awakening. So, da haben wir jetzt einen Doppelkampf mit Astrenner. Ist das dein Scheiß Ernst oder was? Da gehen wir mal Bulky rein. Weil ich nicht weiß, was kommt. Ja, das kann jetzt lustig werden. Ja, gern Bellinger. Sehr, sehr gern. Ja, natürlich. Team aus 6 Pokémon. Garados und Bisa. Und Bisa. Okay, das ist jetzt unzauberhaft. Auf alle Fälle muss... Warum hat das... Auf alle Fälle muss das Tornado muss weg. Unbedingt. Oh mein Gott, das hat die Dance. Ursaring. Dann brauchen wir... Ah, okay, das funktioniert nicht. Okay, ist die Dance nochmal? Ist es greedy von ihm? Okay, Garados ist auch raus, passt. Erdbeben trifft uns beide. Tankt Yassi aber sehr gut raus. Bist du in dem Spiel... Oh, Gleisscore. Gut, Ursaring macht nicht so viel, da ist Gleisscore tatsächlich deutlich schlimmer. Gigaton haben wir auf das und Energieball, I guess, auf dich. Oh, das macht deutlich weniger Schaden, als ich das gedacht habe. Ah, wir haben einen Bedroher drin. Wir haben einen Bedroher drin. Yassi ist bedroht worden, deswegen. Ja, okay, das denkt man beiderseits wie ein junger Gott, das ist also schon mal fein. Yassi einfach OP. Bibi, habe ich dir, grüß dich gut. Seit 10 Jahren. Scheiche jetzt erstmal nicht. Aber mir kann man einfach das Ding rausnehmen. Weil dann ist er 2v1.
gesagt, Ursaring macht nicht viel. Nice. Dieser Floor einfach strong. Mhm, jetzt hat er quasi aufgegeben, dass er Erdbeben macht. Jetzt hat man nicht. Wer erst sich bedroht, kriegt ein Problem mit der Basis gegen. Ganz einfach. Okay, nice. Bibi, ist gut bei dir? Sag ich schon, Grasfeld auf Bisaflor OP. Ampharos, okay. Ist das Part Dragon? Ja, Ampharos teils Drache. Gut, so was, danke dir für deine 50 Bits fürs vegan Emote gigantifizieren. Dankeschön. Ich finde auch seit der Einführung von Fee Bisaflor sau stark. Ganz ehrlich, ich habe sehr, sehr lange mit Bisaflor Competitive gespielt in einem Sonnenteam. Bisaflor war vorher schon gut. Man hat nur wissen müssen, wie man es einsetzt. Ja, den Doppelkampf haben wir, aber also ich behaupte jetzt mal, den haben wir sehr clean runtergespielt, ne? Nur mega einfach, das ist Drache, oder? Ja, in dem Spiel sind die Typen generell ein bisschen abgeändert worden. Teilweise auch von den Mega-Entwicklungen übernommen. Wenn du jetzt mal schaust, ist das krasseste Beispiel ever. Libeldra hat in dem Spiel einen Drachenkäfer-Typ, was viel mehr Sinn machen hat. Gibt's ja so im Original bisher noch nicht. Oder aber auch, um da noch ein Beispiel zu nennen, Gewaldro hat auch von Haus aus den Gras-Drachentypen. Ne? Bon ist aber geiler. Ja, Bon ist aber auch der 4000 Mal anfälliger. So, ne? Der Astrid hat in der Oberwelt eine verhaute Frisur. Ja, weil jetzt Jassi mit dem Hammer drüber gerupft hat. Ne? Gut. Jetzt weiß ich halt wirklich nicht, ob... die hat vorher nicht gekämpft, oder? Ah ja, perfekt. Easy. Easy. Okay, ist die ganze Route jetzt voll geschwappt mit Astrid, oder was ist dein Ernst? Wahrscheinlich. Polytoad. Quaxo, okay? Ja, sie hat ihn rasiert, ja. Okay, das hat Drizzle, also sprich Regentanz per Fähigkeit. Das heißt, du hast wahrscheinlich lauter Wasser-Pokémon, das Swift-Swim haben, right? Icy Wind. Das verringert meinen Speed. Jetzt haben wir langsamer. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Haha, Hypnose, ja genau. Wäre endlich die erste Hypnose, die mal daneben geht. Gestern hat mich 3 hintereinander getroffen. Jassi der Barber? Ja. Okay, du hast Bonattacken. Du bist aber Gesteinstahl, right? Ja, das nehme ich, weil easy. Zwar sogar Crit, okay. Kriegst gleich wieder Redur von mir. Bam. Oh, Sturdy, right? Okay, Sturdy.
Das denke ich auch. Bin ich tatsächlich am Überlegen, auf Bisaflor Gigasauger zu backeln. Macht zwar ein bisschen weniger Schaden, aber würde, glaube ich, mehr bringen. Okay, er ruft zurück für Xatu. Macht Sinn, weil es eine Psycho-Attacke kommt. Die Frage ist, ob du schneller bist, will ich nicht riskieren, deswegen switch zu Astel. Ah, ja gut, okay, so kann man es natürlich auch machen. Na, vielleicht kommen wir durch. Okay, schade. Der ist ja schon perfekt, geht daneben, easy. Nice. Xatu gone. Gut, da bleibe ich jetzt nicht drin, weil ich immer noch verwirrt bin und ich nicht weiß, ob ich aussnap, deswegen... Du machst sowieso einen Boden-Move. Deswegen easy Bisaflor. Ja, aber was ich jetzt gerade so selber für mich bemerkt, ist, das Niveau von der Schwierigkeit her von der ROM oder von dem Hack steigt langsam an. Also du kriegst viel stärkere Gegner mittlerweile. Pinsir. Kann Pinsir gefährlich werden? Ist, glaube ich, teils Kampf in dem Spiel. Es sollte eigentlich Yassi gut nicht mehr können. Megahorn, okay, nice, easy. Okay, das nehmen wir. Boah, leck. Yassi, du bist OP. Hab ich das schon mal gesagt? Ich höre das gerne öfters, das wirst du da länger hören, da bin ich mir fast sicher. Aber auch nur, weil du gesagt hast, ja, mir war es nicht aufgefallen. Also wenn das Sein nicht gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich Yassi gnadenlos übersehen. So. Gut, dass es da Heilung for free gibt, Dorant. Pass auf, jetzt müssen wir schauen. Ich hab ja Gigasauger. Ich glaube, dass das auf Bisaflor tatsächlich fast mehr Sinn macht, weil wir einen starken Gift-Move haben, der wo Stab ist. Dann können wir, glaube ich, pflanzentechnisch auf Gigasauger gehen, weil dann haben wir ein bisschen Recovery drin. Easy. Weil schau mal, die Yassi hat mit ihrem Hammer ein Loch in seine Frisur eingedroschen. Ne? Ganz reidig. So. Na, das tippe ich nicht an, das kannst du vergessen, weil da ist wieder irgend so ein Ninja-Vollidiot. Oh, leck. Drachentrainer? Drachentrainer wird Yassi rasieren. Oder La Marshall. Ich darf aber fast sagen, das meine handelt Yassi. Ne? Weh, das gibt nichts Gutes. So wie Januar 2019 auch ausgeschaut. Hat der Yassi auch eine auf den Pilz gegeben, oder was? Knacksel.
Ja, schon mal Fake-Out. Ui, das macht viel Schaden. So, mal über den Haufen knuddeln. Na, so soll jedes. Was den Sein noch nicht kennt? Naja, okay, gut. Sandsturm. Na, ich bin ja Torstangen gerutscht und wir haben es zum Teil am Kopf rasiert. Au. Ja, okay, das ist die andere Art von über den Dulz, eine über den Dulzzung zum kriegen, ne? Vielleicht ist das die Erklärung, warum du heute so geschubst bist? Ich weiß nicht. Na, Schmarrn. Hauptsache ist nicht mehr passiert. Gott sei Dank ist nicht mehr passiert. Muss man bei froh sein im Nachhinein. Also, ich meinen Drachen einmal ausbackeln, oder was? Damit du mal sagst, was ein Drache ist. Okay, das ist jetzt zweifelhaft da. Ich meine, so bis. Naja, egal. Jetzt habe ich es eh schon gesagt, jetzt ist es eh schon wurscht, was ihr daraus macht. Der war easy. Fun Fact zu mir, ich hab mehr Nahtstiche am Kopf als am restlichen Körper. Naja, das heißt halt wahrscheinlich, dass du nur bisher am Kopf eine Naht braucht hast, oder? Das wie schon wieder aus dem Ebbinghausen sein Emote auslesen kann, wie versaut er jetzt gerade denkt. Ne? Wie sie ihm halt einfach ins Emote-Gesicht geschrieben steht. So, nach einer knappen Stunde schaffe ich es dann auch mal aus dem Lurk. Grüß euch, Price habe ich dir. Und merci für einen Stundenlurk. Danke dir. So, dann haben wir alles. Das ist ein Kampf-Django. Den, ja. Ich sage jetzt, wie es ist, die ganze Route wird Yassi allein klären. Überwiegend. Ne? Da tue ich mich überhaupt nicht runter. Ich meine, er hat ja seinen großen Drachen rausgefunden und da vor mir steht der Dragonet. Ja, das ist aber auch nur der mittelmäßige Drache, so auf die Art, ne? Da ist mehr Luft nach oben, wenn du mich fragst. Es ist der Sei, was erwartest du? Absolut richtig, ja. Was haben wir auch denkt dabei? So, erst einmal Fake-Outen. Ich habe irgendwie ganz massive, böse, allergische Erinnerungen an einen Machomai, deswegen weißt du eh, wie es ist. Gleich mal entsorgen. Ab vom Hof. Wenn der Drache blau ist, musst du zum Arzt. Wenn der Drache blau ist, dann würde ich dir auch raten, einen Arzt abzusuchen. Definitiv. So, Logok. Logok ist ein bisschen zintig, weil es Feuerattacken kann. Das heißt, dort darf Yassi ein bisschen alt ausschauen. Das wollen wir nicht. Deswegen wird das, glaube ich, jetzt... Ja, toll. Wir gehen von einer Yassi in die nächste. Das wird Lamarschall regeln können. Oder aber auch Zabi. Du, ich glaube, das regelt sogar Zabi. Du meinst, der hat die Länge, aber nicht die Größe. Richtig. Der Grausus ist er nicht, aber ganz lang und dünn. Wehe, du burnst mich. Das ist aber Glück gehabt. So, Sabi waltet deines Amtes. Gerade mit der Schwester Kacha weiß sie drunter, das ist immer Quality Time. Family Time ist immer Quality Time. So, Scaraborn. Da schauen wir mir gerade ein bisschen alt aus. Kriegt man aber tatsächlich wieder mit der... Wir kriegen alles irgendwie mit der Yassi geregelt, ich weiß es auch nicht. Kannst du mal den echten Drachen? Yassi, danke für den Clip. Mega Horn nehmen wir. Ah, schau hin, das kratzt nicht einmal. So, Playrough, gib ihm. Das ist die No-Pants Power? Ja, wahrscheinlich. Damage Boost, weil keine Hosen noch. Waren wir 5 Stiche mit 5 Jahren, weil der König Rosten auch gesagt hat und Röhrenfernseher auf dem Affe. 1 bis 2 Stiche in der Innenlippe, weil ich mit 8 Jahren einen Ellbogen ins Kiefer gekriegt habe und einen Wackelzahn im Mundraum geschossen habe. 1 bis 6 Stiche wegen der Torstange und ist 13, meine beiden Kreuzbahn-OP links und rechts 12 Stiche. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber Hauptsache, wie gesagt, Hauptsache du hast alles halbwegs gut überstanden und es ist nicht mehr draus geworden. Ne? Das ist immer das Wichtigste. Ja, sie regelt den Shit. Ja.
Hauptsache gesund, genau. Das ist das Wichtigste. Ungeschubst. Gesund und geschubst. Ein geschubster, gesunder quasi. Ja, das war klar. Dafür darf ich im Monster Hunter World wieder das Schweinel streicheln? Ja, darfst. Das ist genehmigt. Ne? Man muss seine Schüler auch mal was gönnen. Ich weiß nicht, wie viel das gestern von euch mitgekriegt haben. Ich habe es eingangs vom gestrigen Stream erzählt. Das war wieder, ohne Scheiß, an mir geht ein Influencer verloren. Irgendeiner da draußen müsste halt eigentlich das haben, was ich irgendwie lostritt so, ne? Ich hab mit der Yassi am Freitag, wann haben wir Monster, ist eh wurscht. Nach dem ersten Monster Hunter Stream mit der Yassi hat mir auf Steam per Privatnachricht ein Arbeitskollege von mir geschrieben, jetzt habe ich ihm wieder Bock auf Monster Hunter gemacht. Weil wir haben ja vor Jahren das mal gemeinsam auf der Playstation gespielt und der hat jetzt wieder Bock auf Monster Hunter. Und legit eine Minute, nachdem mir der Arbeitskollege das geschrieben hat, schreibt mir der Day Zero, einer von meinen Mods, ebenfalls auf Discord, so, jetzt hast du mich soweit, ich spiele jetzt Monster Hunter. Ich weiß nicht, was mache ich verkehrt? Influencer, ja! Ich meine, mich freut's natürlich, ne? So ist es jetzt nicht. Aber ich weiß nicht, irgendwie seitdem das letztes Jahr mit der Switch gewesen ist, zieht sich das wie so ein kleiner roter Faden durch meinen Kanal. Ich weiß auch nicht. Erst haben sie etliche Leute eine Switch gekauft wegen mir, dann haben sie etliche Leute Mario Kart gekauft, dann haben sie etliche Leute Elden Ring geholt, jetzt holen sie scheinbar die Leute Monster Hunter zwecks der Yassi und mir. Also ich weiß es ja nicht. Irgendwas hat's da. Nichts macht's verkehrt. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Einflussbare überzeugte Leute, du solltest in Politik vertrauen, mir Bruder. Nein, weil wenn ich Politiker war, müsste ich die gnadenlos jeden Tag die Leute anlegen und das mag ich nicht. Ich sag das einfach, wie es ist. Violetter Haken bei dir wo? Ja, das wird so schnell nicht funktionieren. Die Daten nehmen wir ja, aber man darf auch Träume haben. So, ne? Nein, die Switch liegt die mehrere Zeit neben dem Fernseher und fängt statt. Das ist wurscht, aber du hast ja trotzdem deswegen auch nicht geholt. Wobei wir jetzt wahrscheinlich nächste Woche, Freunde der Sonne, machen wir noch einen Mario Kart Stream, okay? Den habe ich ja vor Wochen auf Discord schon mal angefragt und den glaube ich werden wir nächste Woche noch einbauen. Zur Überbrückung ein bisschen. So, da unten ist eine Vogeltante. Das darf jetzt Lapras einmal regeln, ne? Also die zweite Version von Yassi, wenn man so will. Aber bitte nicht an wie, ich bin Freitag und Sonntag nicht da. Müssen wir mal schauen, vielleicht am Samstag, je nachdem, vielleicht Samstagvormittag, eventuell. Mal schauen. Au! Das kriegst du aber gleich wieder, du komischer Vogel. So daher war der nicht, die hat die Firma gezahlt. Sehr gut. Für den Bazi machen wir am Sonne einen weiß-blauen Haken. Oh, das war brutal. Stellt sich das einmal für ein bayerischer Streamer gekriegt auf Twitch einen weiß-blau karierten Hagel. Das war so der andere Flex war das, ne? Auch diese Version von Yassi tankt das locker. Oh. Auch nicht ohne. Schauen wir mal, was Blubstrahl Schaden macht. Weit mehr als gedacht. Und das ist ein rot-weiß-roten. Der hat sich gleich also patriotisch spielen nicht. Aber ohne Scheiß, jetzt mal ohne Flex oder halt mal ohne jetzt ein bisschen lächerlich klingen zu wollen. Ganz ehrlich, Yassi, ich glaube, wenn du dich nur erinnern kannst, ich habe vor ungefähr 1,5 Jahren zu dir gesagt gehabt, wenn du so weitermachst, bist du bald Partner.
Und ganz ehrlich, meine ganz bodenständige Einschätzung und bodenständige Meinung, was dich und dein Stream aktuell angeht und deine Zuschauerzahlen, du bist nicht mehr weit davon entfernt. Ich habe das jetzt die letzte Zeit immer mal wieder mehr beobachten dürfen. Du kommst kaum noch an Stream unter 100 Viewer. Also ich sage, Ende diesen Jahres hast du einen Partnerstatus auf Twitch. Und ich sag das ganz ehrlich, wie es ist, du hättest es mehr als verdient. Ohne Witz. Mir würde es unfassbar gefreuen, wenn wir einen in der Bubble haben, der wo den Partnerstatus erreicht. Und das habe ich der Yassi vor ungefähr 1,5 Jahren geschrieben, privat auf Discord. Das weiß ich noch, als wie wenn es gestern gewesen war. Und wie gesagt, das war mehr als verdient. So, das ist ein Experte, da weiß ich jetzt natürlich nicht, was der hat. Aber ich sag's euch, wie es ist. Da der wir einfach die Assi wieder viere. Und dann passt's ihm schon. Na, nicht für das. Ja, das ist nur meine ehrliche Meinung. So, ja, jetzt wird wahrscheinlich, weiß Sabi gerade von der Sabi, letztes waren wahrscheinlich mehrere Shots zu dir gesagt. Aber es stimmt ja auch. So, Tangolos. Die erste mit draufhauen mit dem Hammer. Ja, das habe ich ja mitgekriegt gerade. Das habe ich ja noch so auf ein Ohr habe ich das noch mitgekriegt. Du hast ein bisschen die Werbetrommel getrommelt. Auch das habe ich noch mitbekommen, ja. Auch das habe ich noch mitbekommen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, wenn es der, wie es cool ist und wenn nicht, dann nicht. Ja, klar, natürlich, aber das wird so. Merkt ihr meine Worte, das wird so. Gut, ja, sie flext wieder mal mit einem Hammer, das passt. Oh, Galoppa, da können wir nicht flexen. Du bei Galoppa, du sag dir, was ist, da können wir leider nicht flexen, da müssen wir jetzt, pass auf. Wir könnten jetzt da theoretisch auf Purple gehen oder auf die zweite Version von Yassi. Da jetzt mit Sicherheit ein Feuerangriff kommt, ist, glaube ich, das jetzt mal gar nicht verkehrt. Wo Bibi-Pokémon? Wenn du mir spezifisch ein Pokémon nennen kannst, das du gern sein würdest und ich es vielleicht schon im Besitz habe, dann kann ich es nach dir benennen. Aber ich kann doch nicht garantieren, dass du zum Einsatz kommst. Ausgeflext? Ja. Gibt's mir eigentlich nur? Ja, selbstverständlich. Du bist teils Unlicht in dem Spray. Ah, du machst Eiszahn. Wait. Ja, Siris. Dein Gänger gibt's auch noch bei Bio, ja. Liegt ebenfalls auf der Box. Grüß Gott, ich hätte gerne eine Werbetrommel gerührt und nicht geschüttelt. Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Machomai? Nein, das Machomai habe ich tatsächlich nicht. Tut mir leid. So, einmal anteischen und dann ein Hagelschlung und dann einmal über den Haufen kuscheln. Oh, das überlebt sogar. Wo Pummeluff auch noch nicht erschienen. Ja, das war eine super Idee, sehr gut. War sogar Crit. Herzlichen Glückwunsch. Kriegen wir aber vielleicht Richtung Blitz auch noch. Pummeluff wahrscheinlich am Kraterberg. Am Kraterberg kriegen wir gar keinen Encounter mehr, da haben wir schon einen. Okay, da scheint es fein zu sein. Milotic, genau. Milotic haben wir am Kraterberg gekriegt.
Gehen wir wegen. Ich glaube, mit der Jassi jetzt da spazieren gehen, glaube ich, ist fein, oder? Missglückte James Bond-Referenz, nicht mehr, nicht weniger. Aha. Ja gut, aber das können halt andere nicht so verstehen, wie wenn ich eine Werbetrommel möchte. Was wie wenn andere Leute für mich Werbung machen sollen. Das ist, glaube ich, weiß ich nicht. Ja, also jetzt innerhalb der Basic versteht das wahrscheinlich jeder genauso, wie es verstehen soll, aber nicht, dass dieser Fremde auf die falsche Ketten kriegt. So quasi, ja, was ist denn der für ein werbegeiler Hund? So, ne? Aber wie süß das ausschaut, wie die mit dem Hammer hinterher rennt. Es ist eigentlich schon ein bisschen unheimlich, wenn man mal bedenkt, dass der Hammer größer ist als wie ich selber. Na echt mal, Bazi, sag einmal. Ja, sag das meine Mods. Meine Mods haben momentan äußerst weird drauf. Also ich weiß es nicht. Das Anpinnen war nicht geplant, das war ein Fettfinger. Ah ja, okay, ja, dann sei es dir verziehen. Ich hätte gern auch was geschüttelt und nicht, ja, denkt euch sei einfach, er hält einfach die Klappe. So, da kommt jetzt meines Erachtens noch der Bosskampf. Oh, jetzt haben wir was übersehen. Freunde der Sonne, Mods, wir brauchen eine Vorhersage. Eine 2-minütige. 2 Minuten Vorhersage für den nächsten Bosskampf, okay? Mods, ihr dürft kreativ sein, sucht euch was aus, ja? Was Sinnvolles. Weil es wird Zeit, dass meine Viewer oder dass ihr als Bazigang euch eure Punkte einmal investiert oder halt verliert, wie auch immer, ne? Weil Inflation und so. Ich fange jetzt einfach mal mit Astel an, weil Sniper Crit eventuell ganz effektiv werden kann. Und ich glaube, ich werde an dem Team nicht mehr wirklich viel verändern, weil ich meine, wir haben jetzt so clean durch diese Routen gekommen und wir haben eine wirklich gute Trainer als Gegner gehabt. Dabei checkt ihr mal aus, dabei die Vorhersage jetzt gleich läuft. Was auf der Routen zum Fanger gab, potenziell, okay? Das check ihr mal schnell aus, damit wir dann nachher einen Counter sammeln können. So, nochmal die 210. Ah, das ist dann Norden. Norden. Gut, da gab es theoretisch. Ja gut, es gab ein Galar-Pokémon. Wablu gab es. Ein Maschok gab es. Okay, da gibt es gar keine Drachen, lul. Ja, okay, müssen wir dann schauen. Gut, Umfrage läuft, Freunde der Sonne. So in die Richtung. Stirbt der Pokémon vom Was? Stirbt der Pokémon vom Baz im nächsten Kampf? Ja, das ist in Ordnung. I bet 2 Million. Hast du überhaupt schon so viel? Sorry, um was ist gegangen mit Voting? War kurz weg. Kein Problem, alles gut. Vorhersage. Wer ist denn der Boss? Lucia. Der weibliche Rivale quasi. Wie lange habt ihr jetzt die Laufer, die Umfrage? Du willst das letzte beschreiben? Nicht mehr? Ja, dann hau rein, was du hast. Ja gut, dann holen wir uns vorher einen Counter tatsächlich, oder? Dann müsste da einmal Gras also, oder? Oder ist es jetzt auch gerade nur dahinter? Noch 3,40. Okay. Ja, die bringt die Zeit, Primo. So, passend zum Wetten bin ich auch wieder da. WW-Wifi. Gut, dann holen wir uns da mal den Encounter.
War jetzt zwar nur... da auf und anlaufen, weil sonst triggert ihr einen Rivalenkampf. Das will ich nicht. Okay. Gala Smogmog, to be honest, fein. Du kannst ein richtig geiles Doppelkampfteam machen mit Leta King zusammen. Reaktionsgas plus die Fähigkeit Saumselig war eine Competitive-Strategie mit Regigigas. Freunde der Sonne, mir braucht man einen Spitznamen für dieses Gala-Smogmog. Haut's mir in die Tassen. Ist bereits final entwickelt, wird nicht mehr anders. Ist, glaube ich, sogar teils Fee. Haut's mir in die Tasten. Monopoly-Mann. Schaut aus wie Duisburg. Wie feiert da den Namen Duisburg feiern? Ich weiß es auch nicht. Der gefällt mir. Duisburg. Duisburg ist. Dampfe. Okay, der war noch besser. Okay, der revidieren wir, der war noch besser. Revidieren wir, der war besser. Dampf ist noch besser. Das ist, ja natürlich, warum bin ich nicht drauf? Das ist natürlich der Dampfexpress. Ja. Natürlich ist das der Dampfexpress. Ist eh klar. So, das ist jetzt ein Pokémon, das hat noch kein EV-Training nicht und noch keine Wesensanpassung nicht, also dann kommst du mal da her. Ja? Das kannst du eigentlich. Relaxed Nature, das ist fein, es hat Schwebe und ist teils Fee in dem Spiel. Sehr gut. Kann zwar noch scheiß Attacken, aber das riecht bei ihm schon hin. Wie hoch schätzt du ein, dass du beim nächsten stirbst? Dass ich wipe eher nicht, aber ich weiß ja nicht, was kommt. Aber ich weiß ja nicht, was kommt. So, ne? Genau, nur für euch, wie gesagt, das waren die Encounter gestern, die habe ich noch fertig entwickelt, also wo es halt noch zum Entwickeln war, in dem Fall nur Ambidüffel und Tokaido, ne, der Bruce. Und ansonsten hat sich eigentlich nicht viel da. Wie gesagt, ich habe jetzt Pokémon an sein Wesen angepasst, mit den Kapseln etc. pp. Von daher... Genau. Sonst hat sie eigentlich nicht wirklich viel da. Es ist jetzt geordnet nach Boxen. Ich glaube, das habe ich gestern gar nicht mehr hergezeigt. Aber da habe ich jetzt eine zweite Bulk-Offer ins Box gemacht, weil die erste schon voll ist, quasi. Okay, nicht, dass sich dann wer beschwert, dass das Voting zu ungenau ist. Ja, es heißt ja, stirbt mindestens ein Pokémon vom Bazi. Ne? Also ob jetzt eins stirbt oder zwei, macht ja dann keinen Unterschied mehr, weil dann ist ja was gestorben. Es gibt ja quasi nur, entweder stirbt jetzt nichts oder stirbt was. So. Gut, wenn ich das jetzt richtig sage, ist die Vorhersage abgeschlossen. Sage ich das richtig? Ja. Das ist bei mir vorher noch was anderes gestanden, deswegen. Ach so, ja, das weiß ich nicht. Hab ich gesehen. Gut, Freunde der Sonne. Das sollte jetzt eigentlich passen. Ich hoffe, ihr habt alle die Punkte gesetzt. Schaut einem gut aus. Ja, schaut. Oha, wie viel ist denn da im Pool? Heilige Scheiße. Mal kurz für euch, sind 126.000 Kanalpunkte aktuell im Pool. Das wird, ne? Kann eine saftige Belohnung werden oder ein saftiger Verlust. Gut, das Team steht. Denke ich, müssen wir uns nicht fürchten damit. Glaube ich, kriegen wir hin. Schauen wir einfach mal. Ne? Ich vertraue deine Fähigkeiten. Oh, ob's da nicht besser besonderen vertrauen soll jetzt. So, servus Basi, ich hab jetzt da nicht damit gerechnet, dass ich in die eine renne. Ich war wegen am umeinander schauen für meine Pokédex-Einträge. Da sind aber ganz schön viele Pokémon, sogar ein paar Drachentypen.
Ziemlich unglaublich, oder? Wie geht's denn eigentlich deine Pokémon? Ich heil's einmal schnell. Natürlich teilst du die nicht umsonst, das ist eh klar. So, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Das war, glaube ich, in Jubelstadt, oder? Ja, glaube ich auch. Nein, in Schleide war das, genau. So. Okay. Simsala. Ja, gut, dass wir mit Astel liegen. Okay, das nehmen wir. Das nehmen wir auch. Passt. War Crit. Nice. Hätte wahrscheinlich nicht gemettert, aber Simsala, schau mir raus. Mamoswine. Okay, Mamoswine ist ein Problem. To be honest. Das Ding hat auf alle Fälle einen Fokusgurt. Ich würde gerne in Yassi gehen. Das Problem ist, es kriegt halt viel Schaden, aber ich kann mit Fake Out dann auf alle Fälle den Fokusgurt brechen. Mamoswine ist auf alle Fälle arschlangsam. Das ist safe. Es ist sehr langsam. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch in Yassi gehen. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir einen Erdbeben tanken. Wir haben fast voll physisch defensiv und volle KP. Ich glaube, das tankt man. Dann Fake-Out man, also sprich Mogelhieb man, dann wird der Fokusgurt gebrochen, weil wenn ein Pokémon volle KP hat und es den Fokusgurt trägt, überlebt es auf alle Fälle den Angriff, der es one-shotten würde. Ne? Und das müssen wir umgehen. Da gehen wir in Yassi, der wir Fake-Outen. Fokusgurt wird gebrochen, dann kommt vermutlich noch mehr Erdbeben, gehen wir in Bisaflor, haben wir schneller, drucken wir Gigasauger, killen wir Mamoswine, GG. Glaube ich, hat sie noch in Planung. So, Yassi, please hold. Earthquake. Saftiger Schaden. Fake Out. So, der Sash geht flöten. Jetzt kommt noch einmal. Ein Erdbeben. Allerdings ist Bisaflor auch nicht unbedingt die schlauste Lösung, ne? Weil der halt Eisattacken kann. Ich glaube, dass fast Yassi besser ist. Und wir haben ja mit Blubstrahl einen Angriff, der wo auch effektiv ist. Okay, ich glaube, dass Yassi, also La Marshall tatsächlich fast besser ist. Earthquake. Okay, trotzdem sehr saftiger Schaden. Es ist schneller wie mir. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass das Ding schneller ist. Jetzt ist die Frage, kommt jetzt Erdbeben oder Stone Edge? Ist egal, weil beides tankt man, glaube ich. Okay. Bisaflor ist auf jeden Fall schneller, außer er hat Eisschad. Okay, Mamoswine ist raus, das ist huge. Okay.
Gefährlich, ganz gefährlich. Clefable, okay, ist ebenfalls fein. Kann wahrscheinlich Psychokinese oder irgend so ein Scheiß, aber wir haben eine Sludge Bomb. Das heißt, wir bleiben jetzt mal drin. Nice, One-Shot, easy, weil Bisaflor OP. Blitzer. Muss ich glaube ich nicht fürchten, auch wenn du Nadelrakete kannst. Du bist auf jeden Fall schneller. Deswegen bleibe ich jetzt einmal auf Gigasauger, weil ich nicht weiß, was du machst. T-Wave, okay, fein. Ja, schauen, wo Bisaflor ist halt so krass mächtig. Okay, nice. Low Punny. Du bist teils Kampf, right? Du bist fragil ohne Ende, glaube ich. Was kannst du haben? Kannst du vorher... Du hast Rauflust, right? Jetzt will ich nur noch mal schauen, was Rauflust für Fähigkeit... Was genau die Fähigkeit macht. Da bin ich mir nämlich jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe ja gesagt, wir müssen ein bisschen vorsichtiger werden. Ah, okay, ja. Okay, Rauflust ist für uns jetzt auf alle Fälle nicht so dramatisch, weil das trifft quasi mit Normalattacken Geist-Pokémon. Das ist aber für uns wurscht, weil wir keinen Geist im Team haben. Ich glaube aber, dass das Ding Feuerfeger hat, tatsächlich. Das heißt, ich glaube, hier mit Bisaflor drin zu bleiben, ist gefährlich. So ein bisschen der Ritt auf der Klinge. Und wir haben ihn paralysiert. Das heißt, wenn Gigasauger daneben geht oder halt nicht durchkommt, kann ich halt Bisaflor komplett in die Tonne treten. Es ist sowieso schon so, dass ich Lapras nicht mehr einbringen kann, weil das halt fast massiven Schaden durch das Mammutheld Nummer hat. Genauso wie Yassi ist jetzt auch der Ritt auf der Klinge. Jetzt bin ich mir halt nicht sicher, wenn jetzt da irgendein Kampfattack kommt oder irgendwie sowas, was ich nicht glaube, weil wir mir das resistieren, dann war Knackrack am Arsch. Ich glaube aber, dass da irgendein Feuerangriff oder sowas kommt. Feuerfeger, irgendwie sowas in die Richtung, weil es andere macht keinen Sinn. Normalerweise. Wir haben zwar dann mit Knackrack schneller, auf jeden Fall schneller. Wir haben ein hartes Wesen, das heißt, unser Angriffswert ist quasi over the limit. Und ich glaube auch, dass wir mit Erdbeben das Ding one-shotten können. Aber ich muss fast da in Knackrack gehen. Relaxo ist fragil gegen physische Angriffe, das hilft mir quasi nichts. Und wer weiß, wenn sie noch einen Special Attacker hat, wovon ich ausgehen kann, dann tankt den Relaxo auf jeden Fall raus. Aber ich glaube, das sicherste Play ist jetzt Knackrack. Auch wenn es vielleicht risky werden kann, je nachdem, was sie macht. Feuerschlag, okay, jetzt bitte nicht burnen. Ah, das tut ja natürlich weh. Das ist jetzt natürlich scheiße. Ich muss auch davon ausgehen, dass du Eisschlag hast. Oder Eishieb hast. Die Verbrennung tut mir natürlich jetzt weh, weil Verbrennung vermindert meinen physischen Angriff um 35%. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht mehr one-shotten. Haben wir mit Astel schneller. 146 Speed. Plus Speedwesen. Full Speed Investment. Wenn Eishieb kommt, nimm ihn.
Wenn ein Kampfattack kommt, weiß ich nicht, ob ich es nehme. Mach mich Feuerschlag. Oh, come on, dude! Ist das schon wieder so RNG-heavy? Was soll denn der Scheiß? Ja, jetzt muss ich halt... Wow, sie macht zweimal Feuerschlag und zweimal burn sie mich. Das ist dein Scheiß Ernst. Ja, jetzt muss ich angreifen, jetzt hilft sie. Sie macht jetzt sowieso nur Feuerschlag, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay, Fire Punch ist fein. Du bist jetzt aber auf jeden Fall raus. Scheiß Mistviech. Danke für 2 Burns. Infernal. Das ist natürlich jetzt scheiße. Das ist jetzt natürlich richtig scheiße. Da können wahrscheinlich ein Kampfattack. Okay, Close Combat, das war gut. Jetzt geht nämlich Defensive nach unten. Dann kommt jetzt ein Feuerangriff. Das tut mir halt jetzt weh, dass sie so Low Health ist. Dass bei mir alles Low Health ist. Mit Knackrack tank ich es nicht mehr, weil ich Burn Damage kriege. Mit Astel tank ich es nicht. Ich muss in Relaxus Heft, das ist nix. Fire Blast ist gut, weil ich tanke. Volles KP-Investment. Und ein bisschen Defensiv-Investment. Er wird jetzt sowieso... Er wird jetzt definitiv Nahkampf drucken. Wenn ich diesen Nahkampf tanke, ist er auf -2 Defense. Und dann sollte Body Slam von Relaxo killen. Gemäß dem Fall, Relaxo tankt den Nahkampf. Weil in alles andere kann ich nicht mehr gehen. Weil alles Low Health. Ich kann maximal noch in... Ich kann noch mal in Bisaflor gehen, ja. Dann war er auf -3 und dann noch mit... Ja gut, aber wenn ich mit Relaxo wieder Verbrennung fange, ist das wieder kontraproduktiv. Das darf ich nicht riskieren. So ist es jetzt quasi do or die. Boah, leck, Alter. War der intens oder war der intens? Oh, leck. Gut, Freunde der Sonne, ich gratuliere. Achso, hat sich schon aufgelöst. Passt, alles klar. Ich gratuliere allen, die für Nein gestimmt haben, aber ganz ehrlich, es war schon wieder sehr RNG-heavy. Also die Paralyse, die zählt nicht, ne, weil es war von Donnerwelle, aber ganz ehrlich, 2 Feuerschläge und 2 Verbrennungen hintereinander gegen 2 physische Angreifer war halt mies. Ne? Wenn ich mit Knackrack die Verbrennung nicht fange, ist nämlich das Low Punish sofort weg, weil das rasiere ich dann auf einen Strich.
Aber holy shit, der Kampf war intens. Der war richtig intens. Aber Hauptsache, wir haben es überstanden. Ne? Danke für die GGs an der Stelle, by the way. I see zero depth. 40k Punkte gone. wer sind denn die glücklichen Gewinner? Kamen um 5 weitere gern 128.835 Kanalpunkte. Ohne Scheiß, ich glaube, das war die fetteste Prediction, die wir jemals gehabt haben. Zero Depth, nice. so wie Mike seine Reaktion sagt, hat er quasi Punkte gut gemacht. Gut, wir haben in der neuen Stadt, Freunde, das heißt, wir schauen uns jetzt erst einmal ein bisschen um, was da so zum Singen und zum Holen gibt. Dann müsste nachher gleich der nächste Bosskampf kommen, nämlich gegen Galactic-Boss Zyros, das wird auch nicht einfach werden. Ne? Also habe ich so ein Gefühl. Aber jetzt schauen wir uns erst einmal in dem lieben Dörfall um. Von 20.000 auf 36.000? Ja, schon her. Überlege mal, wie lange du für 16.000 Kanalpunkte zuschauen müsstest. Ich hab vorsichtige 4.000 verspäht. Ja, das hält sich ja in Grenzen. Profit 5.000? Der Cartman hat 20.000 gemacht. Sehr geil. Ja, 20.000 ist ein Bredel. Zero Depth, imagine, Herbert hat in seiner Arbeit Zero Depth zum Chor. Ja, das war schlecht für den Herbert. Gut umgebogen, sagt der Bibi. Ja, das habe ich jetzt tatsächlich noch mal irgendwie umgebogen. Es war do or die, basically. Wie gesagt, wenn der Nahkampf Relaxo killt, ist vorbei. Dann money wipe man. Ich glaube, ich hab's bestmöglich gespielt. Wie gesagt, wenn die 2 Burns nicht kommen, dann wird's halb so eng. 1000 verloren. Ja, 1000, das ist auf einer Peanuts für die. Dafür habe ich in den letzten Vorhersagen 200.000 verloren. Stimmt, du hast einmal so richtig. Das war. Wo war denn das noch? Es war, glaube ich. Es war auf alle Fälle in einer Nuzlocke, da hast du so richtig krass in die Scheiße gegriffen. Das weiß ich noch. Du hast einmal innerhalb von 10 Minuten, glaube ich, 70.000 Kanalpunkte verloren. Choice Specs. Choice Specs ist stark. So, was kann man da alles kaufen? Nichts Besonderes. Ist das nicht der Kräuterladen? Der ist drüben da schon wieder. Da gibt es auch wieder die ganzen Entwicklungssteine. Okay. Ich habe lange nicht mehr mitgemacht, darum ist es nicht wirklich nennenswert. Ja, dafür kannst du noch gleich noch mehr reingrätschen. Gibt es eine Farigraf da herinnen auch, wegen G9? Farigraf? Keine Ahnung, glaube ich nicht. Hab meine Punkte von gestern wieder gut gemacht, ich bin glücklich. Ja, 6 ist da. Ja, du hast reinvestiert, quasi. Ne? Weiß nicht, wie lange du noch live bist, aber ich wechsle mal in Essenslurk. Einen guten, ich bin noch circa eine Viertelstunde da und lass das schmecken. Weiterentwicklung von Girafarik. Weiß ich nicht, ob es Fariga-Raff-Dings, Fickenhof, Mühle, keine Ahnung, ob es das da gibt. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, möglich. So, da ist die Oma von der Cynthia, der müssen wir das Holzkittel bringen. So, was mit dem? Gibt nix. So, da waren wir schon herum. Okay. So, aber wie komme ich jetzt da oben? Achso, weil du musst ja an der Oma vorbei, oder? Ja, ist ja klar. Also ein alter Raum, ein komischer Raumfahrtmann vor die Ruinen. Da ist nichts drinnen, das scheint ihn irgendwie zum Verärgern. Er hat gesagt, er möchte die ganze Stadt mit einer Bombe in die Luft sprengen. Steht legit genauso da. Ne? Das werden wir aber zu verhindern wissen. Der Drachenzahn verstärkt bekanntermaßen Drachenattacken. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass man in dem Heck da drin Celebi fangen kann. Aber sicher wissen du es natürlich nicht. Freunde der Sonne, beziehungsweise Mods, macht's gleich mal eine Vorhersage für den nächsten Boss. Das ist der Zyros, ne, der Anführer von Team Galactic. Macht's gleich die nächste Vorhersage, weil ich meine, die einen oder anderen haben jetzt gewonnen oder verloren. Ich glaube, jeder hat eine zweite Chance verdient. Ne? Von daher, also das ist jetzt nicht der Gegner da, der wo da vor der Tür steht, das ist irgendein so 0815 Rüppel, der eigentliche Bosskampf kommt da stand in der Höhle drin.
So. Houndoom. Hundemann. Haben wir selber auch schon. Gut, ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir da jetzt mit... Okay, mit Astel haben wir da jetzt leider nicht so rosige Aussichten, weil wir einen Bedroher drin haben. Aber das sollte Yassi ganz gut machen können. Also das blaue Yassi, ne? Ja, das ist ja ganz angenehm. Selbes Spiel, gleiche Wette, gleicher Einsatz. Alles oder nichts. Warleg, der Prof geht all in. Oh, ein wildes Bibi. Schau mal, ein Bibi-Lul. Ne? Bibi ist am Start. Du greifst physisch an, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bleibe jetzt da. Nein. Ist Käfergift, das heißt vierfach effektiv. Ne? Ja, okay, bis 6 Level drüber. What do you mean? $10.000 sind schon drin. Bist aber mutig, Prof. Wie schwer ist der Boss? Braucht Insider wissen. Das Problem ist, ich kann zu den Bossen einzeln per se nicht viel sagen, weil ich sie nicht weiß. Ne? Ich gehe quasi mehr oder weniger blind in diese ganze Sache. Im Original-Hack war er schon nicht ohne. Ne? Aber wie der jetzt da umgesetzt worden ist, das weiß ich nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich darf es eigentlich sagen, wenn ich es wisst, aber ich weiß halt nicht. Ne? So, Golbert, das ist, glaube ich, fein, wenn ich da in die Yassi gehe, weil Giftmoves egal. Und Flugmoves auch egal. Und Unlicht, egal. Alles egal, wenn Yassi im Spiel ist, quasi. Psycho auch egal, wie man sagen. Ihre Einsätze, bitte. Erst einmal Fake-Out. Und dann gibt's ordentlich. So, ich geh all in. Oh, leck. Ja gut, stimmt, du hast ja erst einen Haufen ausgegeben. Ich meine, du hast jetzt eh nicht allzu viele Kanalpunkte. Du gehst in die... Mike, du bist so blöd. So. So, da ich mir vorstellen kann, dass der Cyrus Unlicht bzw. eventuell Gift-Pokémon benutzt, werde ich wahrscheinlich aus Gründen mit der Yassi leaden, weil Yassi eine unfassbar dicke Coverage hat und die meisten Moves tanken kann. Solide tanken kann, ne? Für ihr muss der Hammer ja gut sein. Du hast jetzt nur noch 12 Punkte, Aube. Du auch voll reinvestiert, ne? Vielleicht kriegst du ja deine Verspulten wieder nicht. Ja, we will see. Also ich muss nur schnell eins vorweg sagen, gell? Also egal wie sowas ausgeht, ich mach's nie zu Fleiß. Also ich tue jetzt nicht zu Fleiß ein Pokémon opfern oder zu Fleiß ein Pokémon nicht sterben lassen. Das mache ich nicht. Ich muss halt situativ jetzt entscheiden. Ne? So wie vorher eben bei dem Kampf, was quasi do or die ist. Geht nicht anders, weil anders verliere ich safer Pokémon. So. Oder anders, in dem Fall wird man anders sogar gewiped. Nicht, dass, nicht, ich weiß, dass man das natürlich vorher jetzt keiner unterstellen hat, aber ich sag's lieber der Vollständigkeit halber einfach einmal dazu. So, schöne Hülle. Ne? Dwifey braucht keinen Schlaganfall kriegen, weil da findet man ganz leicht wieder aus. Ja? Also, das ist eigentlich auch keine Höhle, sondern eine Ruine. So. Na, vor mir kommt der mit Hundemann. True Story. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht bedacht, dass der auch Hundemann haben kann. Aber Hundemann kann ich mit Relax so gut stallen. So, da ist der werte Bossgegner, ne? Der Cyrus.
So, der ist massivst unzufrieden mit dem Geschehen der Welt. Ne? Der möchte quasi eine Apokalypse hervorführen, eine neue Welt erschaffen, wo es keine Emotionen nicht gibt. Und deswegen möchte er quasi Raum und Zeit verzehren, um das Ziel zu erreichen. Ne? Das wäre da fast erreichen, aber da haben wir ja vielleicht wir dann noch da. Ne? So, Freunde der Sonne, sind wir bereit für den zweiten Bosskampf dieses Abends. Meinst du, dass wir bereit sind für den Wumms? Afrika-Pfützen? Ja, so quasi. Go, go, go. Prof. Valentine ist schon scharf für Pfefferkernel. Just do it. Ist tatsächlich der erste Kampf in dem Run gegen Cyrus. Rein in die Olga. Ich hab ganze 10 Points auf 9, ich zähle auf die. Ja, okay. Schauen wir mal. By the way, die Musik beim Kampf, die wo gegen Cyrus spielt, hat für mich irgendwie Nostalgie-Status, ne? Natürlich hat er 6 Pokémon. X-Bart. Du wirst wahrscheinlich Hitzewelle haben. Fake-Out ist auf alle Fälle mal wichtig und richtig. Ist auch gut, selbst wenn du Hitzewelle hast, ist es nicht Stab, das heißt, du machst nicht so viel Schaden. Gift kannst du nicht machen, Flug interessiert mich nicht, Unlicht interessiert mich nicht. Pflanze interessiert mich auch nicht. Und Hitzewelle macht wahrscheinlich nicht einmal ganz die Hälfte. Aber ich könnte verbrennt werden. Aber jetzt switchen, glaube ich, in dem Tempo raus. Hitzewelle, okay, war klar. Ja, nicht ganz die Hälfte, easy. Keine Verbrennung, passt. Gut, das Ding ist natürlich wahnsinnig schnell, aber Relaxus stallt das X-Bart auf jeden Fall richtig gut aus. Ja, Hitzewelle tut mir fast nichts. Ich recovert wahrscheinlich fast genau die Menge, die wo wir... Ja, ich hab seinen Schaden negiert. Passt, easy. Gut, die Fledermaus ist platt. Okay, solide. Akani. Oder ein Bedroher. Akani ist meines Wissens noch sehr, sehr tanky. Ist nur die Frage, ist er physisch oder ein spezielles Akani? Kann Akani Kampfattacken, ist die Frage. Glaub nicht. Haben wir -1 Attack. Das heißt, wir machen relativ wenig Schaden. Ich glaube aber, dass Akani auf keinen Fall irgendwas hat, das wo uns wirklich massiv gefährlich werden kann. Also ich glaube, dass Damage macht, auf jeden Fall. Da war halt jetzt Schutzschild geil. Wenn wir Schutzschild hätten, das darf uns richtig helfen. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal drin. Flammenblitz, okay, Recoil Damage. Ah, nehmen wir super, nehmen wir super. Gut, Verbrennung nehmen wir mit. Relaxo macht ohnehin nicht so viel Schaden. Gut, du kannst da Morgensonne haben. Oder Morgenschein, wie das heißt, keine Ahnung.
Gut, ich weiß, dass du auf alle Fälle jetzt einen Flammenblitz machst. Das heißt eigentlich safe für Yassi. Ich kann da in Purple gehen. Allerdings muss ich dann wieder riskieren, dass ich verbrennt werde. Dann ist quasi mein Knackrack wieder useless. Yassi ist in dem Switch raus, weil es ein Stahltyp ist. Astel ist dasselbe in grün wie mit Knackrack. Wenn ich verbrennt werde, habe ich ein Problem. Bisaflow erklärt sich von selber, dass es nicht in einen Feuerattack bringen kann. Und selbst wenn Lapras verbrennt wird, ist es wurscht, weil ich speziell angreife. Das heißt, der sicherste Play ist jetzt Lapras. Es hat Close Combat. Okay, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Also mit Close Combat habe ich aber jetzt so überhaupt nicht gerechnet. Yassi, danke dir fürs Zuschauen. Ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes, dass keins von deinen beiden benannten Pokémon stirbt. Aber es ist halt nicht so einfach. Aber danke, dass du was. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Yassi. Okay, dass du Nahkampf machst, mit dem habe ich absolut nicht gerechnet. Aber ich glaube, jetzt ist dann tatsächlich der richtige Zeitpunkt, um in Savi zum gehen oder in Purple zum gehen, weil du wirst auf Lapras nicht Flammenblitz machen, das kann man nicht vorstellen. Okay, nice. Das nehmen wir gut. Das nehmen wir ganz gut. Jetzt kann ich mit Erdbeben angreifen. Du bist auf -2 Verteidigung, kriegst Rough Skin Damage. Du stirbst jetzt auf jeden Fall safe. Nice. Plaudergeil. Plaudergeil. Was zum Fick? Warum Plaudergeil? Ich sage jetzt einfach mal pauschal, dass das Yassi tankt. Kann ja maximal, also, was kann von Plaudergeil jetzt kennen? Ein Feen-Move oder ein Eis-Move? Drachentyp glaube ich fast nicht. Also ich glaube, von allen Möglichkeiten, die ich habe, ist jetzt Yassi die beste Entscheidung. Feuerangriff kommt nicht, Boden kann man auch nicht vorstellen. Hypervoice. Live Orb Plaudergeil. Du greifst speziell an, das heißt theoretisch statt das Relaxo wieder outstallen. Oder ich hau da einfach mit dem Hammer eine auf den Dimbus. Das hat auch Heatwave. Okay. Magnetzone. Das hat einen Airballon. Du greifst nur speziell an. Du hast nur spezielle Angriffe, du bleibst... Oh, fuck. Es hat Magnetfalle.
Das Scheißviech hat Magnetfalle. Das heißt, ich kann nicht rausswitchen, weil ich Stahltyp bin. Das heißt, wir werden Yassi verlieren. Wenn nicht irgendein Wunder passiert, verlieren wir jetzt Yassi an der Stelle, weil ich es nicht rauswechseln kann. Das war sogar ein Crit. Das ist mies. Jetzt ist die Frage, hast du Schwebe oder nicht? Okay, ist auch nicht Schwebe. Das Problem ist, es wird nicht einfacher. Ein Bisaflock kann ich nicht gehen. Astel war möglicherweise eine Option, aber... Wobei, so aus der Erfahrung weiß ich, dass Kramchef speziell gespielt wird. Das heißt, es müsste für Relaxo eigentlich machbar sein, auch wenn es verbrennt ist. Right? Na, das ist ein physisches. Ich rede damit, dass er einen Hundemann hat, dann kann es mit Relaxo trotz Schlaf tanken. Okay, das tankt man tatsächlich ganz gut. Schneller. Oh, nice. Der Crit war wichtig. Snipe-Set hat sie bezahlt gemacht. Fuck, oder wie, weil... Das ist noch schlimmer.
Bin ich schneller wie Snipuna. Das ist ein 30 Speed-Unterschied zwischen dem und mir. Also ich sag's euch, wie es ist, wir werden wahrscheinlich noch mehr Pokémon verlieren. Wenn's richtig blöd läuft, warten wir mir an der Stelle jetzt sogar. Ich habe ein ganz schlechtes Matchup jetzt aktuell. Ich habe zwei Pokémon, die massiv schwach gegen Eis haben. Das ist einmal Knackrack und einmal Bisaflor. Sie kann ich nicht mehr reinwechseln, weil sie fast tot ist. Simon ist quasi basically useless, weil er wahrscheinlich physisch angreift. Und er outspeedet mich komplett. Icicle Crash, ja. Ist aber jetzt nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe. Oh Gott, der macht Schwerttanz. Jetzt meine ich jetzt zum Sterben. Ja, wir warten mal. Das ist das Ende der Nuzlocke-Freunde der Sonne. Da haben wir keine Chance gerissen, Buna. Ganz ehrlich, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dem. Ich jetzt gerade so ein bisschen am Spekulieren, wo das aus dem Ruder gelaufen ist. Angefangen, glaube ich, hat es wie auf einmal das Arkane mit Nahkampf daherkommt. Weil das ist ja komisch, weil ich habe Relaxo drin gehabt und dann habe ich da einen Flammenblitz gefangen. Obwohl hätte er Nahkampf machen können. Deswegen bin ich auf Yassi rausgegangen.
Aber dass dann Nahkampf kommt beim zweiten Anlauf erst, das hat mir ein wenig aus der Bahn geworfen dann tatsächlich. Ja, schade. Schade um die Challenge. Genau, ich bin auf Yassi ausgegangen, weil er Flammenblitz gemacht hat. Auf Relaxo, wohl bemerkt. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn er Flammenblitz auf Relaxo macht, kann ich auf Yassi rausgehen und dann kommt er vor mit dem Nahkampf. Aus dem Nichts. Weil da hätte er ja vorher auf Relaxo schon Nahkampf machen können. Und dann hat das Unheil seinen Lauf genommen. Aber jetzt sind wir genau bei dem Thema. Es ist scheißegal, wie viel gute Pokémon ich in einer Box habe, wenn du vibest, ist alles nutzlos. Weil das ist jetzt alles weg. Ja, ist schon, ich hätte eigentlich gehofft, die kommen noch weiter. Aber dass mir jetzt Nibuna so derartig auseinander nimmt, ich hab, glaube ich, beim Teambuilding einfach was nicht bedacht, dass ich erstens sehr anfällig gegen Boden und zweitens relativ anfällig gegen Eisattacken bin. Wobei Eisattacken trifft zwei Pokémon, sag ich jetzt einmal, aber... Ja, keine Ahnung, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es hätte anders spielen können, keine Ahnung. Muss ich mir dann in der Watte mal anschauen, wo ich irgendwo vielleicht ein Missplay eingebaut habe, wo vielleicht hätte keiner sein müssen. Ja, scheiße. Ja gut, es hilft jetzt eh nichts mehr. Es ist schon passiert, Freunde der Sonne. Es tut mir an der Stelle leid für euch. Aber damit ist die Challenge beendet. Ne? Leider wieder eine weitere Nuzlocke, die ich on-stream nicht beenden kann. Schade. Wirklich schade. Vor allem, weil ich mir wirklich erhofft habe, da einer weiterkommt tatsächlich. Ich hätte mir wirklich mehr erhofft. Ich glaube, so bald bin ich in einer Nuzlocke-Challenge noch nie gescheitert. Vor dem 6. Orden. Tatsächlich. Schade, aber nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb. Ja, klar, natürlich. Und das Magnetzone mit der Fähigkeit, ja. Das Magnetzone mit Magnetfalle hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Ich hab mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mit Magnetfalle, Magnetzone habe ich absolut nicht gerechnet. Bin ich ganz ehrlich. Da hat es eigentlich angefangen, weil man dort Yassi im Endeffekt... Gut, Yassi war sehr, sehr stark Low Health. Also, es war eher Wunder gewesen, wenn wir die durch den Kampf gebracht hätten, aber... Aber, ja. Wie gesagt, ich hätte mir einfach... Ich hätte mir mehr erhofft, tatsächlich. Also, dass ich jetzt so derartig auseinandergenommen wie nach Strich und Faden, hätte ich jetzt so nicht können sehen. Dass ich ein Pokémon verliere, ja. Damit habe ich schon vielleicht ein wenig gerechnet, aber dass ich halt wirklich komplett zerrissen wird, damit habe ich nicht gerechnet. Da bin ich ehrlich. Aber das ist halt mal so, gell. Es ist trotzdem jetzt mal wieder höllisch interessant. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Na, wie gesagt, es tut mir unfassbar leid, dass die Nuzlocke jetzt so endet, aber ja, das ist halt das Regelset, gell? Hardcore Nuzlocke ist halt, wie es der Name schon sagt, halt einfach knallhart. Da gibt es keine Entschuldigungen nicht. Ich meine, wenn ich jetzt nicht im August in 2 oder 3 Wochen eine Black Myth kommen darf, dann darf ich jetzt einen neuen Run machen. Aber daran geschuldet, dass jetzt einfach Black Myth Wukong am 22. August kommt, lohnt sich ein zweiter Run jetzt erstmal nicht. Was ich aber anbieten kann, es wird irgendwann im Laufe dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres eine überarbeitete Version von dieser Edition kommen. Mit deutlich mehr Inhalt, mit deutlich mehr Ideen, mit deutlich mehr Änderungen, dass wir die nächste Nuzlocke, wenn wir spielen, nochmal in dieser Version spielen werden, wenn dann die geupdatete Version kommt. Im kommenden Jahr. Das kann ich euch anbieten, weil ganz ehrlich, ich möchte eigentlich den Nuzlocke schon schaffen. Irgendwann einmal. Das ist Gala Smogmog, Cartman. Das ist Gala Smogmog.
Genau, BZ natürlich an die Gewinner. Des einen Leid ist des anderen Freud. Also natürlich an alle, die wo jetzt Punkte abgestaubt haben, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Hat sie quasi voll rentiert. Es habt nicht nur Punkte gewonnen, sondern es bedeutet auch gleichzeitig das Ende der Nuzlocke. Aber mei, jetzt ist es halt so, gell? Es ist jetzt natürlich ein wenig doof, weil ich hätte jetzt eigentlich gehofft gehabt, dass ich noch bis 9 irgendwie ein bisschen Pokémon spielen kann, aber jetzt ist natürlich die Challenge vorbei. Jetzt habe ich natürlich keinen Ersatzcontent nicht. Ne? Ich kann Ihnen jetzt höchstens anbieten, dass wir noch ein bisschen Just Chatting machen. Aber an und für sich habe ich jetzt leider keinen Ersatzcontent nicht geplant und nicht hergerichtet, tatsächlich. Das tut mir an der Stelle ein bisschen leid. Da war ich ein bisschen zu voreingenommen, aber wie gesagt, ich habe halt auch absolut nicht damit gerechnet, dass wir an der Stelle wipen. Wo ich gerechnet hätte, wirklich damit, war in der Zerwelt gewesen, nach dem 7. Orden. Da hätte ich mit einem Wipe gerechnet, aber jetzt tatsächlich nicht. Mit 20.000 ins Stream gegangen, mit 50.000 aus. Na, schau her, da hat es sich wenigstens rentiert. Ich glaube, keiner von uns kam überhaupt so weit. Ja, doch schon. Also vielleicht jetzt nicht bei so einem ROM-Hack, wie es der ist, aber beim Vanilla-Game kommst du auf alle Fälle so weit. Definitiv. Sind bei den Bosse auch verschiedene Möglichkeiten bei den Teams? Nein, die verschiedenen Möglichkeiten haben nur in der Top 4 und bei den Arenaleiter. Sonst die normalen Bossgegner, also sprich deine 2 Rivalen und die anderen Bossgegner, wie jetzt zum Beispiel von Team Galactic, die haben immer ein und dasselbe Team. Die Bosse, also Team Galactic etc. haben immer das gleiche Team und die Rivalen haben immer ein anderes Team. Also quasi, sie haben, glaube ich, 6 verschiedene Teams, aber es wird der Reihe nach obergespeckt quasi. Also beim ersten Aufeinandertreffen, je nach Starter, hast du das Team, dann hast du beim zweiten das, beim dritten das, beim vierten das, beim fünften das. Und bei den Arenaleiter und bei den Top 4 wählen es halt random aus 4 verschiedenen Teams aus. Das ist in jedem Run anders. Also praktisch, wenn ich jetzt diesen Hack Name spielen darf, haben wir wahrscheinlich beim ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Arenaleiter ein ganz anderes Team, als wie wir es jetzt gerade haben. Deswegen war der Wiederspielwert von dem ROM-Hack tatsächlich gegeben, weil es jetzt mal anders ist. Weil ich dann nicht einfach hergehen kann und sage, okay, ich schaue mir einfach die Watt an, wo so der Code, wie habe ich später gegen, darf man nichts bringen, weil es wahrscheinlich nicht so kommen wird. So. Rappi war gerade live gegangen, falls wir dann. Ich schau dann. Dann ist aber Blind für mich echt was anderes. Wenn du jetzt diesen Hack spielst, ist es ganz anders wie bei mir. Du triffst ganz andere Monster, du triffst ganz andere Arenaleiter, sehr wahrscheinlich. Es kann sein, dass du zufällig den gleichen triffst, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du es genauso erwischt wie ich, geht gegen 0. Ja, sicher baut man das nochmal. Ja, hallo, wir sind schließlich geschubst. Ja, das bleibt natürlich. Geschubst haben wir trotzdem. Ja, jetzt haben wir aus der Nuzlocke rausgeschubst worden vom Cyrus. Der hat gesagt, du mach deinen Scheiß woanders, aber nicht da rein, das ist mein Hut. Ne? Komm wieder, wenn du besser bist. Ja gut, dann geh ich halt woanders hin. Mir wurscht. Dann geh ich halt woanders hin. Bin bei Pokémon immer dabei. Ja, ich muss schon sagen, mittlerweile seid ja doch, wenn es um Nuzlocke geht, schon relativ Pokémon-affin worden. Ja, es gibt natürlich immer Leute, die halt sagen, ja, mit Pokémon können sie jetzt nicht so viel anfangen. Das ist ja völlig in Ordnung. Und Pokémon kommt ja jetzt auch nicht so regelmäßig. In der Regel kommt es einmal im Jahr. So. Aber mittlerweile, glaube ich, mit dem Nuzlocke habe ich schon den einen oder anderen ein bisschen abgeholt, weil es halt doch anders ist, wie wenn man Casual-Pokémon spielt. Also es ist halt eine Challenge. So, ne? Es ist jetzt nicht einfach durchrennen, alles zusammenpimmeln, sondern da muss man schaut halt dann ein bisschen mehr. So, man sagt es eh. Und ich glaube, so jetzt mal als Fazit von Eng, wie habt ihr das Format, so wie ich die Nuzlocke dieses Mal gemacht habe, wie hat euch denn das taugt? So blind, einfach unvorbereitet, einfach mal mit dem Kopf durch, einfach mal reingehen und schauen, was kommt. Ich glaube, also meines Erachtens noch ist für euch zum Zuschauen deutlich schöner. So, wenn man einfach mitfiebern kann, weil weder ihr wisst, was passiert, noch ich weiß, was passiert. Ne? Ja, sieht man offensichtlich. Aber ich glaube, so glaube ich, wenn wir Nuzlocke zukünftig gestalten, glaube ich, ist es gar nicht verkehrt, wenn es mich fragt. Also es ist denk mal halt ich. War spannend auf jeden Fall. Ja, das glaube ich. Das hätte ich jetzt wieder so
einfach aus dem Bauchgefühl außer auch gesagt. Das ist einfach deutlich spannender zum Spielen. Na, also ich weiß halt, ich habe halt nur gewusst, okay, da und da kommt der Boss, weil es halt im Original auch so war. Aber halt mehr halt schon auch nicht. Ich habe von den Teams nichts gewusst, ich habe von dem Ausmaß nichts gewusst, von den Sets nichts gewusst. Und das, glaube ich, macht schon spannender. Ich finde es so super, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn man jetzt zum Beispiel bei starken Bossen vorher mal schaut, was die so können. Ja, das ist vielleicht etwas, was wir halt dann in der zukünftigen Nuzlocke mal einbauen werden, dass ich zumindest bei Bosskämpfen mir das Spreadsheet aufmache, dass ich halt sage, okay, diese Attacken sind im Raum oder diese Attacken stehen zur Auswahl für den Gegner, dass ich ein bisschen besser predikten kann. Das wäre das Einzigste, was ich machen darf. Ich darf jetzt nicht hergehen und sagen, okay, ich kelke jetzt alles durch von A bis Z, aber zumindest, das ist glaube ich vom Ebbinghausen gar kein so schlechter Vorschlag. Vor allem, wenn es ins Mid-Late-Game geht, dass man halt zumindest ins Spreadsheet schaut, wenn die Bosse kommen, dass man zumindest ein bisschen was überlegen kann. So. Ich habe leider nicht viel mitgekriegt von der Nuzlocke, macht nichts Billinger. Wie gesagt, ich werde diese Wotte jetzt auch noch auf YouTube lohnen, also der ganze Run ist ja bereits auf YouTube drauf, alle Wots. Also wer das irgendwann noch mal anschauen mehr, den try jetzt, ne? Also ich werde den jetzt nicht irgendwie auf privat stellen, weil, man, was soll der Kass? Das Projekt endet ja hier jetzt offiziell so. Also wer Bock hat, kann sich dann gerne auf YouTube dann komplett anschauen. Ich werde jetzt, glaube ich, morgen Vormittag den Part von gestern hochladen oder veröffentlichen. Drum ist er ja schon, der gehört nur noch bearbeitet quasi. Und der Part wird dann wahrscheinlich am Mittwoch oder so irgendwann live kommen. Keine Ahnung, mal schauen. Aber ich glaube, ich werde es blind spielen und so wie es kommt, so kommt's. Macht es einfach mal. Wie gesagt, der Hack ist echt super shit zum Spielen. Ich meine, ich glaube, ich habt es selber gesehen, dass der mit sehr viel Liebe umgesetzt worden ist. Teilweise besser, als wir es die Original-Devs gemacht haben. Und wie gesagt, diese Version bekommt ja noch ein gehöriges Update. Man weiß halt noch nicht genau, wann es kommt, aber das wird richtig gehörig. Und da kommen dann allerhand geile Sachen dazu, die wo halt die Pokémon-Fans schon lange im Spiel haben mengen. Oder die wo halt einfach... Also die mengen das Spiel so machen, wie es Remake hätte eigentlich werden sollen, den Fans nach. So. Aber man weiß halt noch nicht, kommt das heuer noch oder halt Anfang nächsten Jahres. Aber sie haben es sehr bemüht, ich bin auf denen einen Discord-Server und dann kriege ich es mit, sobald dieser Hack veröffentlicht wird, tatsächlich. Ne? Was kommt da als Ersatz? Das ist jetzt eine gute Frage. Wir werden auf alle Fälle Monster Hunter jetzt erst einmal priorisiert ins Programm nehmen. Schon allein wegen der Yassi, weil wir ja da ein Core-Projekt haben. Was ich jetzt dann als zweites Nebenprojekt noch mache, oder als Überbrückungsprojekt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Es sind jetzt im Endeffekt 3 Wochen, bis Black Myth kommt. Black Myth rückt dann sowieso ins Programm, das ist sowieso klar. Wir werden es wahrscheinlich mit Einzelprojekten überbrücken. Ja? Wir werden mal Mario Kart spielen, vielleicht machen wir auch mal einen Community-Abend. So außertourlich, dass man sagt, wir spielen mal einmal Mario Kart, dann machen wir einen anderen Stream. Keine Ahnung. Macht man, keine Ahnung, was weiß ich, Among Us oder Scribble oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich muss mir Gedanken machen. Aber was wir auf alle Fälle nicht tun, das ist ein neues Projekt anfangen, das macht keinen Sinn. Ich werd auf 3 Wochen jetzt kein Projekt durchbringen und ganz ehrlich, mit durchzwingen möchte ich das auch nicht. Weißt du schon, ich möchte durch ein Projekt nicht durchhetzen. Da habt ihr nichts davon und ich halt auch nicht. So, weißt du schon. Also wir werden, wie gesagt, Monster Hunter werden wir auf alle Fälle beibehalten im Programm. Wie gesagt, allein schon wegen dem Koop mit der Yassi. Da werden wir vielleicht auch mal eine Community-Hand machen. Also es sind ja, ich weiß von einigen, die wo Monster Hunter spielen. Ich werde da auch am Freitag wieder eine Online-Lobby erstellen, da könnt ihr jederzeit joinen. Vielleicht machen wir auch mal eine Community-Hand, ne? Wenn die Yassi ein wenig fitter ist, schon, dann können wir einfach einmal so optionale Quests durchballern. Und ansonsten, ich werde schon irgendwas finden, wie wir die Zeit bis zum 22. überbrücken. Also da tue ich mich jetzt nicht runter. Ein Pokémon-Häkel-Projekt. Ja, das müsste die Wifi machen. Die Wifi kann häkeln, ich kann es leider nicht. Ne? So Pokémon-Häkel-Projekt, da müsst ihr an die Wifi wenden, wenn es wieder mal streamt. Ne? Nuzlocke so lange, bis ich vibe und danach casual weiter mit den Möglichkeiten. Ja, so kannst du es tatsächlich machen. Wie gesagt, wenn ich jetzt wüsste, dass kein Brisanz-Projekt nicht ansteht in naher Zukunft, würde ich jetzt einen zweiten Run machen. Aber wegen 3 Wochen, da komme ich maximal zum 2. Orden. Ja? Und das macht halt keinen Sinn. Und dann muss ich Pokémon wieder pausieren, bis, weiß ich nicht, bis Oktober eine wahrscheinlich. Sondern dann soll ich einen Horror-Oktober halt irgendwann auch noch machen. Das wird mir dann too much. Und das ist ja dann für euch auch nicht schön, dass ich dann wieder ein Projekt aufs Eis legen muss, weil
weil ich es zeitlich einfach nicht unterbringe. Deswegen sage ich einfach von vornherein, wir brechen die Nuzlocke jetzt hier einfach mal ab, wir machen nächstes Jahr wieder eine, oder wenn die Zeit reif ist dafür, und wir überbrücken die Zeit jetzt bis Blackmouth, bis das kommt, mit irgendwelchen Kurzprojekten, mit Community-Projekten. Da fällt uns mit Sicherheit irgendwas ein, was wir machen können. Vielleicht spiele ich ja irgendeinen alten Super Mario Retro-Titel, Super Mario World oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Aber vielleicht zwicke ich einmal, muss ich mit Mike einmal schmerzen, vielleicht hat der mal Bock, dass wir einen Stream Elden Ring Co-op machen, ich weiß es nicht, vielleicht hat er der Dampf Lust, vielleicht machen wir einen Dreier-Squad, ich weiß es nicht. Ich werde mir da auf alle Fälle irgendwas überlegen. Was wir auf alle Fälle machen werden, das ist ein Mario Kart Stream, das bietet sich jetzt natürlich super gut an. Da habe ich ja vor geraumer Zeit in Discord einmal aufgefragt, wer den Bock hätte auf einen Mario Kart Stream, und da haben sich wirklich über 10 Like, glaube ich, dafür bereit erklärt, online mitzufahren. Das werden wir wahrscheinlich jetzt nächste Woche irgendwann dann gleich machen, wahrscheinlich zum Wochenende zu, wie irgendwie vielleicht dann am Samstag in der Früh oder so, wo die mehr Zeit haben. Müssen wir schauen, aber das werden wir hinkriegen. Also dort seid nicht oben. So generell habe ich es schon gesagt, Monster Hunter bleibt, in 2 Wochen kommt Blackmouth, und was wir bis dahin als zweites Projekt ein wenig einzwicken, das machen wir spontan. Und dann geht es aber ab 22. wieder ganz normal mit 2 Projekten dahin. Also das ist, wie gesagt, das wirft mir jetzt selber ein bisschen aus der Bahn, weil ich halt nicht mit dem Vibe gerechnet habe. Okay? Normalerweise da ja Pokémon weiterlaufen, aber aus Gründen, die ihr jetzt ja alle selber gesehen habt, kommen wir halt leider nicht mehr dazu. Mario Party mit mir, Wifi und keine... Ja, irgendwie sowas. Guess who's back again? Sigi, du warst viel besser im Lurk bleiben. Es war nicht gut. I let you solo hören? Nein. Das darfst du schon selber. Die Suppen darfst du allein ausliefern, gell? Nein, Schmarrn, kriegen wir schon irgendwie. Nein, wie gesagt, dort sind nicht, aber die nächsten 3 Wochen, die überbrücken wir schon irgendwo. Ich hätte noch 9000, hätte die 9000, hätte ich eine Idee. Da kann man jetzt irgendein Resi-Stream. What happened? Der Cyrus hat uns gewiped. Die Nuzlocke John Sigi so, holt die irgendwo fest, bindet die an oder legt die am besten gleich. Ich bin gewiped, die Nuzlocke ist vorbei. Das war eine bittere Niederlage. Der war gemein. Der war richtig gemein. Snipuna hatte Bock, ja, uns magnetvolle Magnetzone. Na, kein Risi. Horrorspiel. Ich kenne meine Pappenheimer. Mir machst du nichts vor. Donkey Kong Country, ja, also perfekt, die muss ich mir jetzt ein bisschen runter zum kommen. Schon wieder am Cyrus gescheitert, ja, aber leider bei dem vor dem 6. Orden. I'm sorry. Unnützes Gaming müssen, ja, das kann man auch noch schnell machen. Das ist ein guter Callverb. Machen wir auch gleich noch. So, Gestern haben wir Simpsons geguckt, gell? Ja. Oh! Jetzt geht's um eine ganz bekannte Spielereihe. Kennt jeder von euch. Einschließlich mir selber nicht gespielt, aber jeder kennt's. Wer von euch kennt Street Fighter? Jeder von euch hat mindestens schon mal irgendwas von Street Fighter gehört, oder? Ah ja, das denken wir. Da kommen jetzt auf einen Haufen Ja-Meldungen. Steht die Frage nicht, ja. Gott, das ist schon lange her, aber nie gespielt. Kenne nur den SNES-Teil. Dito, vom Namen her kenne ich es. Das ist ein Bauernhofsimulator. Ja, genau. Das war der Landwirtschaftssimulator, bevor der Landwirtschaftssimulator geheißen hat. Okay, passt auf. Es ist eine kurze Side-Note, aber es ist eine Side-Note, ne? Chun-Li aus Street Fighter tritt in der Anfangsszene von Mega Man 9 als Nachrichtensprecherin auf. Interessante Info. Barbecue habe ich direkt, das ist gut. Also Name Chun-Li aus Street Fighter tritt in der Anfangsszene von Mega Man 9 als Nachrichtensprecherin auf. Kann ich jetzt leider nichts dazu sagen, ich habe auch noch keinen Mega Man-Teil nicht gespielt, aber schön, wenn es so ist. Ne? Ist das, glaube ich, vom gleichen Hersteller, vom gleichen Publisher, oder? Mega Man und Street Fighter ist Capcom, oder? Also Capcom ist definitiv Street Fighter, aber Mega Man weiß ich jetzt gar nicht.
Das ist es, ja, es steht nur dort Chun-Li aus Street Fighter. Also das ist wahrscheinlich Effekt für beides. So. Das ist quasi ein Mega Man Street Fighter, ein Street Man Fact. Oder ein Fighter Mega, ein Mega Fighter, ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas halt. Street Fighter ist einfach die Dorfparty-Schlägerei Side-Story vom Landi. Ja, warte, genau. Das ist die Kneipenschlägerei nach dem Sauffest. Ja, nach dem Schützenfest, so quasi. Naja, schön. Cool. Verb, ich danke dir für deine Erleuchtung. Mega Fister, nein, hab ich nicht geschrieben. Nein, du hast das nicht nur geschrieben, du hast das sogar denkt. Und du hast wahrscheinlich gerade ein Kopfkino. Weil ein paar Nette in deinem Schädel hast du ja schon. Naja. Leils, was soll ich sagen? Es war ein geiles Projekt, also mir hat die Nase noch Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Nochmal sorry, dass das Projekt jetzt so abrupt endet, aber was soll ich machen? Es ist halt mal ja so, gell? Kann man halt leider nicht aus. Ne? Vielleicht bin ich doch noch nicht so ein guter Pokémon-Spieler, wie ich das gern wäre. Das hilft nicht. Ich muss jetzt einmal, ganz ehrlich, ich muss mir schnell schauen, wer live ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wer jetzt eigentlich alles live ist. Vielleicht haben wir irgendeinen Revanchier-Stream mal online. Ich glaube, dass wir heute noch mit zu Selexia gehen, weil ich habe mir jetzt schon zweimal geradet und ich habe sie einmal geradet. Ich glaube, dass wir da noch einen offen haben. Das spielt The Crow's Eye, das glaube ich ist ein Horrorspiel. The Crow's Eye übrigens das Ei des Raben, ne? Das ist hoffentlich klar. Ja. Ich glaube, dass wir zu Selexia, zu der Caro gehen. Spontane Hilfe, beziehungsweise macht die überhaupt noch. Oder ist die jetzt auch schon auf den Sprung? Das schaut so aus, wie wenn ich schon auf den Sprung war. Die hört auf. Okay, dann gehen wir nicht zu Selexia, dann hilft's nicht. Dann... Ja, ich dachte jetzt, wenn er jetzt Monster Hunter spendet, da dann geht's zum Death Schicker oder spät Escape from Tarkov. Beim Narias waren wir erst. Reppi war noch, der macht. Ja, der Affiliate-Jubiläum, ja, okay, das ist fein. Reppi oder Affiliate-Jubiläum, ich glaube, da können wir mal eine spontane Basis gegen Blutgrätsche ausbackeln, oder? Yoshi ist auch live, ja, sage ich. Der spielt Just in mein Elden Ring Boss Ranking. Der macht ein Boss Ranking zu Elden Ring. Spotty war mal auch lang nicht mehr, das stimmt allerdings. Goat Simulator. Ja, mir ist gleich, wo möcht's denn hin? Mir ist das wurscht. To be honest, heute ist mir egal. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Yoshi, Spotty, Reppi. Wer jetzt nur den Rest Casual weiterspielen oder ist es im Prinzip das gleiche wie Renegade damals? Es ist, glaube ich, im Prinzip das gleiche. Aber ich werde jetzt Casual nicht weiterspielen, weil es sich nicht rentiert und weil wir in 3 Wochen sowieso mit Black Myth reingrätschen. Bin für Spotty, dann Spotty. Dann gehen wir zum Spotty. Wenn die Bazi gegen das will, dann kriegt sie es so. Außer der hört jetzt auch auf, dann flippt er aus. Nein, der ist erst seit 15 Minuten live, glaube ich nicht. Na gut. Freunde der Sonne, es war mir ein Fest. Es tut mir leid, dass wir vorzeitig heute aufhören müssen. Habe ich eh schon gesagt, aber manchmal sage ich heute auch nicht 3. Mein nächster Stream wird auch am Freitag. Wir spielen mal wieder Monster Hunter zusammen mit der Yassi. Ich freue mich schon drauf. Wird wieder richtig Spaß machen. Ich hoffe, ich kann ihr weiterhin was beibringen. Was wir genau am Freitag tun, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich werden wir uns Freitag ein bisschen mehr auf die Story konzentrieren, dass wir sie durch die World Story langsam durchbringen. Genau, wird wieder zauberhaft. Ich werde am Mittwoch nicht live sein, weil da haben wir unterwegs. Das heißt, nächster Stream, wie gesagt, am Freitag um 17 Uhr. 17 Uhr. Monster Hunter World mit der lieben Miss Marshall. Okay? Mit der Yassi zusammen. Ansonsten, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich noch irgendwo in einem Voice sitzen. Ich werde noch ein bisschen Monster Hunter spielen für mich selber. Und ja, wer Bock hat, kann noch gerne dazukommen. Können wir noch ein bisschen raschen, wenn morgen einer nicht so bald aus muss. Von daher, also wenn es mir irgendwo hocken sagt, kommt es gerne dazu. Quatschen wir noch ein bisschen über Gott und die Welt. Und ja, ansonsten checkt meinen Discord selber auf. Wenn es da nicht drauf bist, haben viele neue dazukommen in letzter Zeit. Schau gerne drauf, kriegst jede Info, was mich und meinen Stream betrifft. Darf mich freuen. Ansonsten
Sage ich vielen lieben Dank für die zahlreiche Teilnahme am Stream. Heute waren viele Leute da, heute war sehr, sehr krasse Chat-Aktivität. Das freut mich sehr, 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 sehr stark. Von daher fühlt euch alle gedrückt. Schön, dass du da wart. Ich wünsche euch alle einen schönen Montagabend, eine schöne Woche dabei. Wir hören uns dann am Wochenende wieder. Kopiert euch einen Raid-Command und lasst beim Spotty ein bisschen Liebe da. Ja? Das ist ein kleinerer Streamer. Der verdient es auch, dass man ihm ein bisschen Liebe da lässt. Okay? In diesem Sinne, Leute, haut euch eine. Bis spätestens Freitag. Und ja, angenehme Woche. Viert euch.